So, geht Raps. So, grüß Gott beieinander. Herbert, habe die Ehre, Live, ich habe die Ehre, Sei, habe die Ehre, merci für den Glück. So, wie schauen wir aus? Geht's uns sauber auf. Heute habe ich irgendwie dezent Stress, alle Streamer unter einen Hut zu bringen. Das ist, heute gehen selbst mir Geräte langsam aus. Ja, und das heißt was. Alles fit bei euch? Wie schauen wir aus? So. Gibt nichts Besseres, wie an einem Samstagabend sturmfrei zu kommen. Tatsächlich. Kommt bei mir in letzter Zeit relativ häufig vor, muss ich sagen. Deswegen haben wir die letzten Samstage auch mehr Zeit zum Streamen. Das ist zauberhaft. Das ist zauberhaft. So. Wir da mal schnell überprüfen, weil mir hat es heute, beziehungsweise gestern, habe ich ein Windows-Update gehabt. Und ich habe dann heute den Mittag festgestellt, dass mir in OBS als auch in Discord komplett alles zerschossen hat. Also ich habe sprich wieder alles neu einstellen dürfen, die ganzen, das ganze Mikrofon, Zeiglers, die ganzen, ja, alles, was halt da mit meinem Setup da zusammenhängt, hebt man die Scheiße offen. Aber ich hoffe mal, ich habe nichts übersehen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich alles, dass wieder alles funktioniert. Wenn nicht, dann sei es mir verziehen. Ich bin wieder da mit unterwegs, aber ich bin da. Ja, das kenne ich. Das ist, also ich weiß, ich habe halt auch nicht gewusst, wo ich mich aufhalten soll. Also ich glaube, bei 4, 5 verschiedenen Streamer gleichzeitig zum sagen, das ist gar nicht einmal so einfach. Aber kriegen wir auch irgendwie hin. So. Ja, wir tun heute auf alle Fälle weiter in God of War. Haben wir ja letztes Mal schon angefangen. Wir haben ja jetzt die Mission, die glorreiche Mission, dass wir ja, die Asche unserer verstorbenen Frau auf einen Berg bringen müssen. Ich tippe mal, das ist der höchste Berg in dem nordischen, ja, in dem nordischen Gebiet oder so jetzt einmal. Genau, was uns da noch erwartet, das werden wir jetzt dann sehen. Wir haben ja letztes Mal noch einen Zwerg kennengelernt, der wo scheinbar der Schmied von der Axt ist. Genau. Schauen wir einfach, dann sehen wir es ihm schon. Gut. Dann schauen wir einfach mal schön langsam ins Spiel, würde ich sagen. Wenn ich jetzt das noch irgendwie umgeregelt kriege, dann kommt man eigentlich auf. Ich werde halt ungefähr bis um eine 9 Streamer in etwa, also gute 3 Stunden. Das meine passt. WhatsApp habe ich der, grüß dich. Gute 3 Stunden. Wir werden dann, nehme ich auch schon mal vorweg, wir werden dann zu der Yassi gehen, wenn wir fertig haben, weil die macht einen 24-Stunden-Stream für die, die das noch nicht mitgekriegt haben. Das wird man natürlich mit der Bazi Gang entsprechend supporten. Ja, da gibt es aber überhaupt nichts. Genau. Aber sonst wisst ihr jetzt eigentlich ehrlich gesagt gerade nichts Neues. Aber gut, wurscht. Und da ist einfach mal Spein an, Freunde der Sonne. Fangen wir mal langsam spielen an. Das passt, ja, ich mache dass das zauberhaft ist. So. Gut. Dann haben wir da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ach, da kann man Tipps auch hin und her schalten. Nice. Schöne Sache. Schöne Sache.
soll jetzt der Ton nimmer passen, sagt's was bitte. Wie gesagt, ich hab's wieder so versucht einzustellen, wie es schon mal war. Wenn nicht, wird's schon schreien. So. Genau. Da haben wir jetzt hängen geblieben beim letzten Mal. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo wir herkommen haben. Ehrlich gesagt, ich glaube aber von da hervorn. Meine. Gut. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas da können. Können wir mit einem rennen und können wir aufwerten. Schauen wir mal. Herstellen, verbessern. Verbessern ist einmal eine saubere Sache. Können wir jetzt nicht? Bis jetzt passt's. Sehr gut. Genau das möchte ich hören. Kann ich. Jetzt pass auf, wie ist das nochmal gegangen? Kann ich. Ach, das ist da gegangen. Okay. So, wir haben noch Fähigkeiten für die Leviathan-Axt. Und wir mal schauen. Haben wir jetzt noch Präzisionswurf-Kombo. Aha. Was. Ach so, das muss man alles mit. Okay, das muss man alles mit Erfahrung dann machen. Und das. Ja, okay, das heißt. Können wir quasi nicht. Ja, okay, uns geht die Erfahrung ab, alles klar. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir da herkommen haben. Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ah, okay, jetzt weiß ich wieder, wir haben von da herkommen. Gut, das heißt, da hinten geht es wahrscheinlich irgendwann einmal weiter. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Aha, das schaut mir aus, wie wenn da ein Secret war. Da vorne ist auf alle Fälle ein Rätsel, meine ich. Übrigens, bevor ich es vergiss, Yassi, wenn du die Worte anschaust auf YouTube oder auf Twitch, wo auch immer, viel Spaß, fühl dich gegrüßt. Schön, dich getroffen zu haben, Brock. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie undankbares Pack nennen. Hey, undankbares Pack! Zauberhaft der Name. Gut, das heißt, da hinten geht's weiter, dann schauen wir mal da nach unten. Vielleicht können wir noch irgendwas looten. Oder auch nicht. Ernsthaft? Da kommen wir nicht runter? Ja gut, dann halt nicht. Oh, der schaut auch nicht mehr so ganz gesund aus. Gesichter der Magie. Aha. Was zwar nicht was bringt, aber das wird man schon noch. Wird man eben schon irgendwann mal rausfinden. Können wir da vielleicht irgendwas da noch? Weil da haben wir hergekommen. War ja die Cutscene dann. Da hinten lagert nur irgendetwas. Siehst du, da ich tatsächlich etwas übersehen. Schauen wir mal, ob wir da hinten noch hinkommen. Aber vermutlich eher nicht. Scheiße, das da hinten habe ich übersehen. Ja gut, vielleicht kommen wir da noch mal irgendwann her. Wo ist er? Kennst du die Spur eigentlich? Ja, schon. Aber es ist 4 Jahre her, dass ich es gespielt habe. Also es ist so semi-blind, mehr oder weniger. Oh, die hätte ich auch schon bitte übersehen, du schau her. Ochsilber, sehr gut. Du hast mich alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Oh, was bist denn du? Odins Augen. Ah, ja. Okay. Ach, stimmt, da hat's ja die, da hat's ja die Falken gegeben. Genau. Weiß ich schon wieder. Jetzt ist ja die Frage, wo es genau weitergeht. Ich möchte erkunden, so. Das war. Hey, passt da drin gut auf euch auf. Dort könnte ich ganz leicht draufgehen. Dann geht's da weiter. Dann musst du weiter. Du musst halt durch den Tempel durch, ich muss dann praktisch weitergehen. Wenn da schon der Zwerg mit uns schmatzt, können wir uns da noch ein wenig umschauen. Ach, da kann man Rage auffüllen, okay. Sparen wir uns jetzt einmal. Ist ja auch nicht ohne Grund da. Oh, warte. Wir sind wieder hier.
Ach, können wir dann vielleicht jetzt doch da noch das drum holen, was wir gerade übersehen haben? Oder letztes Mal übersehen haben? Ah, wahrscheinlich eher nicht, weil wir da nicht umgekommen. Ja, ja, stimmt, wir waren mal da unten dann. Okay. Haben wir jetzt quasi einen Shortcut aufgemacht, oder wie? Ja, stimmt, wir haben von da gekommen. Wobei, wenn wir schon da sind... Es ist ziemlich weit nach hinten gegangen. Ja, das sparen wir uns. Das eine drum wird schon nicht so wichtig sein. Gehen wir einfach weiter. Das passt ja dann schon. Im Endeffekt haben wir uns nur einen Shortcut aufgemacht, so auf die Art. Kein Habediere! Alles fit bei dir. Schönen guten Abend wünsche ich dir. So. Weitermachen. Machen wir mit da, okay? Der Berg kommt ja schließlich auch nicht zu uns. So. Der Weg zum Berg weiter in Richtung des Bergs. Ja, genau, das meine ich. Achso, da kann man dann wieder aussehen. Okay. Ja, da ein paar Probleme gehabt, da erinnert, so wie ich das sehe. Ich glaube, hier kommen wir durch. Aha, ich glaube auch. Die Frage ist nur wie. So halt offensichtlich nicht. Ach, da oben, da schau her. Da oben ist auf alle Fälle eine Truhe. Habe ich genau gesehen. Vielleicht hier durch? Was, gerade ein paar Runden Among Us hinter dir? Oh, das ist auch schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Und? Wie ist gelaufen? Ja, okay. Wir könnten es hier versuchen. Ja, wo? Du stehst da einfach nur. War erfolgreich? Sehr gut. Atreus, ich verstehe die Frage gerade nicht. Was ist deine Mission jetzt so? Hä? Ah! Ja, okay. Der hat ein wenig gedauert. Was habt ihr Among Us mit Mod gespielt oder ohne? Wir müssen uns auf alle Fälle die Truhe da hinten merken. Da ist auf alle Fälle eine Truhe. Und da ist auch eine. Einladend aus. Weiches Swatal, wie auch immer. Satinstaller will ich jetzt mal sagen. Ohne Mod, ganz klassisch. Sehr gut. Also ich hab... Oha. Ich habe Among Us eigentlich nie mit Mods gespielt, weil ich finde einfach, das geht schon eine Nummer zu weit, finde ich. Für so ein stinknormales Spiel. So, jetzt muss ich es jetzt da quasi. Ja, okay. Warte da. Ach ja, stimmt, das geht ja nach unten, wenn ich... Ja, okay. Stimmt, das geht ja nach unten, wenn ich die Axt da ausziehe. Da war ich jetzt gerade nicht so... Da habe ich nicht mitspekuliert, okay? Meine Mods. Nein, du weißt schon, also... Mods im Sinne von Modifikationen. Weil Fake Cross-Plattform waren, okay. Das. Viele habe ich dir.
Gut, das heißt, wir müssen da auf alle Fälle jetzt erst einmal ohne kämpfen. War da nicht noch einer? Ja, toll. Bin noch nicht so weit. Ja, so kann man es auch machen. Sehr gut. Und ist alle? Nice. Ich hab da hinten eine Truhe gesehen. Da schiebt aber die Viecher in einen Zaufwutz. Was? Ist nicht ein bisschen brutal? Nein, das ist God of War und brutal. Ohne Brutalität war God of War ja direkt langweilig. Ja, und ich weiß auch. Wieso? Schauen wir mal, ob wir den so weit bringen, dass der jetzt zurück wird, aber wahrscheinlich nicht. Aber. Okay. Haben wir's dann? Bigler, ist alles fit bei dir? So, da haben wir auf alle Fälle mehr Truhe. Die kredenzen wir uns gleich einmal. So, da oben, dahinter hat es auch eine Truhe gegeben. Weiß ich gewiss. So, jetzt ist nur die Frage, wie können wir... Ah, ich sehe schon, wir müssen dann da auf die Plattform runterfahren lassen, dass wir dann da hinten hin... Oh, da haben Runen. Und da oben gibt es wahrscheinlich auch noch irgendetwas. Da ist die Kiste mit den 3 Runen, okay. Ja gut, schauen wir mal, dann wird man es schon sehen. Jetzt, Junge. Ach gut, das hätte ich vorher die ganze Zeit so machen können. Ja, okay, gut, wieder was gelernt. So, jetzt pass so. Jetzt holen wir uns da mal unser Hacke. Da haben wir ja safe. Zumindest da einmal. Bei dir passt alles? Sehr gut, hört man gern. Bei mir ist soweit alles flauschig. Alles so, wie es sein soll. Hey, sieh mal hier. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich dann... Kann ich da umspringen? Tatsächlich, okay. Ich wusste nicht, ob wir da heil rauskommen. Glaub Alle. mir, lass uns nicht sterben. So, jetzt lassen wir mal schauen. Wir brauchen da ist auf alle Fälle eine Rune hinter. Da hinten ist eine. Und da hinten ist auch die andere Truhe noch. Genau, das ist die Truhe, wo wir von da unten aus gesehen haben. Das ist schon mal gut. Nein, ist zwar noch ein bisschen Silber, aber besser als nix. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das Ding da kaputt machen? Ah, warte mal. Da ist irgendwo noch eine. Ein Symbol geht uns jetzt quasi ab. Da ist. Sehr gut. Lass uns die Tour öffnen. Sehr gut. Oh, was haben wir da? Horn mit Blutmet. Mehr Met ist mehr guter begehrt. Sie haben 1 der 3 Hörner mit Blutmet gesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Rage benötigen. Aha.
Blutmehl ist ein seltener Trank, der die Rage verstärken soll. Man findet die insgesamt 9 Hörner in magisch verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Rage erhöht. Ja, das ist wie das mit den Äpfel-Dingen, oder? Okay. Äpfel erhöhen Gesundheit, Met erhöht Wut. Also Rage, wie auch immer. Hier lang. Na gut. Mal wieder was gelernt. 11 EP. Ach, da ist der Berg, So okay. nah bin ich dem Berg noch nie gekommen. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Merkt man halt, dass er noch nicht so wirklich in seiner Vaterrolle steckt. Komm, Junge. Gut, aber wem wundert's aufgrund seiner Vorgeschichte? Da hätte ich jetzt auch nicht so wirklich, ja, die Ahnung, wie man Vater ist. Oh, toller Fund. Ah, wieder Gesichter der Magie, okay. Die Gegend ist schon brutal geil gemacht. Wie gesagt, ich weiß das nur noch von der PS4 damals, aber da hat es ja den annähernd so gut ausgeschaut. Sieh mal, die Seite ist mit Runen beschriftet. Jetzt, der Bulle, jetzt, du musst erst einmal chillen, okay? Wir müssen uns erst einmal umschauen. Looten. Mehr looten ist mir gut. Oh, da ist ein Mechanismus. Soll ich dir die Runen vorlesen? Aber warte mal schnell geschwind. Ja, lese mal vor. Was steht da? Oh, niemals werde ich allein, wie wir 2, wir 3 gemeinsam sein. Ein Rätsel. Vielleicht ist hier irgendwo ein Hinweis. Aha, da ist ja ein Zahnradl drin. Das Ding muss wahrscheinlich irgendein Symbol bilden, wenn man nicht alles täuscht. Kann ich mich auch noch erinnern, dass es in dem Spiel mehrere solche Rätsel Ich gibt. glaube, die Ringe müssen sich drehen. Ja, Alter, schon. Sie drehen sich. Komm wieder runter. Ja, genau, da muss man die Dinger da eingefrieren. Der Teil ist richtig. Ah ja, okay, das heißt, wir müssen den Mittelteil noch bremsen. Hat sich noch nicht viel getan. Ah, das stimmt noch nicht so. Ah, das ist spiegelverkehrt. Das ist jetzt spiegelverkehrt, okay. Jetzt werden wir nochmal schnell warten. Ah, jetzt wird's ihm recht. Ich sehe Runen. Mehr am Kopf, aber okay. Ja, immerhin. Junge, was bedeuten die Runen? Oh, da steht Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kinslow. Kinslow, Freunde. Hast Familie. Was passiert? Ja gut, jetzt wird mir gleich wahrscheinlich irgendetwas so springen. Hat geklappt. Nett. Äußerst Froh, nett. dass wir Brock getroffen haben, aber noch froher, dass wir von hier verschwinden. Brock Jetzt Lesnar. hinter uns. Du möchtest, wenn du nach rechts möchtest, dann mag ich nach links. Ganz einfache Geschichte. Möchtest du, weil du Loot ist. Gesichter der Magie. 4 von 9. Ist irgendwie aber so gut, weil der Atreus sagt uns eigentlich schon von Haus aus, wo es entlang weitergeht. Und dann können wir einfach einen gegensätzlichen Weg einschlagen. Immer schön umschauen. Und Einrichtung kaputt machen, ist ganz wichtig. So, wir haben ein Full Life. Das ist auch was zum Heilen. Gibt's da irgendetwas? Oh, hier irgendetwas. Junge, diese Spur. Boy.
Ein Keiler? Nicht sicher. Ich finde ihn. Los. Ein Krieger darf keine Fähigkeit vernachlässigen. Aha. Ja, dann. Wenn sonst nichts ist. Ja, dann den kann ich mich sogar noch erinnern. Der Brenner taut. Der Brenner tut's. Weißt du schon? Wie jetzt? Vorher hast du noch zusammengeschissen, weil er nicht gekämpft hat. Aber. Da gibt's wenigstens ein bisschen Heilung. Hacke ins Pipperlei werfen hilft uns bekanntermaßen nichts, also werfen wir es mal einfach mal ins Gesicht. Arschkeibe! Oh, das wird aber ganz schön zintig, der Bulle. Ja gut, okay. Aber eine unter die Nosen. So ein Hakel in der Nase hat noch nie geschaut. Schwerer Runenangriff. Ein verheerender Flächenangriff, der alle Gegner im Wirkungsbereich einfriert. Im Menü anzeigen. Das schauen wir uns mal an. Was haben wir denn da? Ja, der hat was. Oder nicht, der hat was. Sollte man den quasi mal ausrüsten. Das ist zauberhaft, sehr gut. Wir haben jetzt einen Haufen Erfahrung. Was heißt ein Haufen? Verhältnismäßig viel Erfahrung. Jetzt ist halt die Frage, was. Ich darf fast vorschlagen, wir werten mal erst einmal den Nahkampf auf, weil das benutzen wir offensichtlich am mehreren. Und das haben wir ja schon. Was haben wir jetzt da noch? Fühlen Sie sich schneller aufeinander, ohne Schaden zu nehmen und um die Levierung aufzuladen. Bei jedem Treffer wird Frostschaden verursacht. Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Leisten können wir uns jetzt da alles. Halten Sie den L nach vorne und drücken Sie für einen schweren schnellen Angriff. Okay. Da hört sich das eigentlich ganz zauberhaft an. Das hört sich ganz zauberhaft an. Und was können wir bei seinem Bogen machen? Erhöht die Feuerrate des Klauenbogens. Ja gut, das war vielleicht auch nicht schlecht. Kostet auch nur 500 tatsächlich. Ja gut. Ah, da haben wir noch etwas, was Rage auffüllt. Okay. So, Preisfrage. Wo geht's weiter? Von da hinten haben wir gekommen, wenn wir nicht alles täuscht, oder? Ja, von da hinten haben wir gekommen. So, Atreus, wo darfst jetzt du hingehen? Wahrscheinlich da hinten, wo die Fackel ist, oder? Denken wir schon fast. Einfach mal im Kreis spazieren.
Jetzt der mal looten, mein Freund. Da ist eine Truhe. Da ist eine Runentruhe. Da ist eine Runentruhe, genau. So, das kann man kaputt machen. Ach, das soll so sein. Okay, ja gut. So. Hier. Was steht da? Steht für die 3 Nornen. Nornen. Die Mäuren. Die Mäuren. Sie bringen nichts Gutes. Gut. Die mit den Mäuren, Freunde der Sonne. Ah, okay, das ist zeitlich begrenzt. Ja, stimmt, da hat es Runentruhen gegeben, die wo zeitlich begrenzt waren. Mit den Mäuren hat der Kratos auch schon so sein. Oh, das ist ein Adler. Oder Falke, wie auch immer. Ja gut, der zählt den nicht mehr. Mit den Mäuren hat der Kratos auch schon so sein Vergnügen gehabt. God of War 2, Endkampf, Freunde der Sonne. So, der soll uns jetzt erst einmal die Ketten da oben werfen. Damit wir mal schauen können, wo die 2 anderen Runen haben. So. Da haben wir Inschrift. Junge, Interessant. Sollte ich mir aufschreiben. Okay, und was schreibst du da jetzt auf? Wird wahrscheinlich nicht das nächste Schweinsbrunn-Gericht sein von der Epoche da. Ja, okay, wir haben jetzt da. Ich sehe jetzt da eine Rune. Da ist die zweite. 1, 2, die dritte kann aber dann auch nicht weiter. Es muss ja irgendwie in der Nähe von der Axt sein. Also von der Range von der Axt sein, besser gesagt, weil sonst darf es ja keinen Sinn nicht machen. Da 1, 2. Hier gibt es echt viel zu sehen. Da hat er nicht Unrecht, der Bulle. So, wo ist Nummer 3? Kann natürlich sein, dass... Ah, da ist die andere. Da siehst du, da haben wir schon so weit. Es war jetzt eigentlich am schlausten, dass man die zuerst... Na, die war eigentlich schlau, wenn man es zuletzt aktiviert, weil die ist ja am weiteren weg. Also machen wir jetzt zuerst die 2 und dann nehmen wir die dritte dahinter. Ah, hängen geblieben. Weiß ich nicht, ob es zählt, aber ich glaube schon. Schaut mir gut an. Sehr gut. Easy. Ah, da haben wir wieder einen Opfer. Wir haben jetzt quasi das erste Gesundheitsupgrade, weil wir jetzt 3 haben davon. Oh ja. Macht aber einiges aus. Leck mich am Arsch. Da haben wir wieder etwas. Gut, da gibt es noch Gesundheit, die ist jetzt eh voll. Junge, ich kann dein Tier da vorne hören. Ein Keiler, ich wusste's. Mehr fucking Knack ist mir gut. Der Baum schaut aus, wie man ihn umhauen kann. Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Wildschweinhaut ist dick. Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist Ja. der Keiler magisch? Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. Wollte gerade sagen, weil... Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Eine ins Fackelknack. Sei, merci dir. Komm her. Merci wieder 69 Bit. Einen ins Fackel knackt, genau so ist. So, ist jetzt er wieder Hals über Kopf da oben gelaufen, oder was? Oh, da ist ein Hitten, da schon her. Da ist ein Hitten. Bleib wachsam. Mehr von diesen Leuten? Vogel! Etwas anderes. Ja, okay. Wie auch immer.
Ja, das schaut aus, wie wenn da was kam, aber gut. Oder auch nicht, okay. Frage ist, kann man die hinten kaputt machen? Da kann man hinten kaputt machen, oder schon? Sind diese komischen roten Dinge. Wieder Hacksilber, okay. Das kann man auch kaputt machen. Ah, Einrichtung kaputt machen mit dem Kratos, das macht einfach Spaß. Und wenn es gerade wieder ein bisschen Silber ist. Haben gerade Halbzeitpause, also kann ich kurz meine Mod-Tätigkeiten machen. Gibt's was zum da? Nein. Mozart und der Herbert auch nicht, oder brauchst du dich gar nicht stressen. Heute ist generell ein wenig ruhiger, weil ungefähr gefühlt alle streamen. Wie ist denn bei Eng, Mr. Seitsching? Lauft sauber ab, so wie es soll. Oh, da haben wir keine okay. Ja, ne, nix, alles gut, Mr. Mozart, alles gut. Ah, dann mal noch etwas, oder? Noch mehr davon. Gut. Sonst gibt's da nichts, oder was ist ja gelungen? Da oben auch nicht. Du Arschkeibe! Oh, klar, dass das nicht unbewohnt ist. So. Schaut mir aber. Unter der Säule durch. Was ist unter der Säule durch? Achso, die blöde Sau von vorher, okay. Warten dabei alle, die im Chat. Möglich. Leute, schaut einfach mal bei die Live vorbei, die wo gerade geschaut wurden. Schaut dem überhaupt nicht. Ja? Gerne mal ein Following da lassen. Alles zauberhafte Menschen. Ich schaff das. Ich darf ihm halt einen Arsch reinschießen. Direkt ins Loch. Entspannen. Präzision vor Tempo. Sag ich doch einen Arsch rein. Verlieren nicht. Ich sag einen Arsch reinschießen, das hat schon immer geholfen. Ja, okay. Atreus finden. Ja, natürlich, da wird es jetzt neblig, ist klar, und er ist spurlos verschwunden und wir müssen. Junge! Da kämen jetzt dann wieder 100.000 Gegner. Wo bist du? Ach so. Wahrscheinlich folge den Lichtern, oder? Atreus! Das ist schön, dass er langsamer wird, aber du sollst vielleicht einmal auf mich warten. Warte auf mich, Junge! Wir haben halt einfach blindlings noch weg, dem Keiler noch durch. Atreus! Der ist einfach mal rechts rum. Gut, das war die falsche Richtung. Was hast du getan? Es tut mir leid. Atreus! Ah, ja, stimmt. Ja, ich war schon wieder. Dass er dir gehört. Tut er nicht, er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier, halten, bitte. Halten, er verliert Blut. Der letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. Zielübungen?
Es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld. Ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Fange links an. Greifen und halten. Nun die rechte Seite. Halt sie fest. Gut. Jetzt zieh sie zusammen. Aneinander. So nah. Ja, kann man mal so machen. Du bist eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist... Sie ist sogar noch mehr als das. Trägst du ihn? Das weiß ich sogar noch. Er darf nicht sterben. Gut. Er scheint fürs Erste stabil zu sein. Greta. Hier lang. Schau, wieder kein Schweinsbraten nicht. Warum musst du der Letzte deiner Arzt? Sie fix. Sie ist aber deutlich mehr als eine Hexe, ja? So viel weiß ich noch. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Ein der Mutter Zuflucht. gesagt. Sie meinte, ich wachse noch rein. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Das war ihr letzter Wunsch. Junge, Das tut mir wirklich leid. Ja, habe ich ja schon mal erwähnt. Optisch kann das Spiel was. Passt schon sein. Viel Spaß. Uns in einem Baum? Nicht darin. Darunter. Hey, Billy! Stimmt, die hat ja Schildkröten, genau. Ist schon gut. Das, meine Freunde, ist ein ausgewachsenes Schildterror. Und unsere Pokémon-Freunde wissen, was ich meine. Ach, da ist ja der Hirsch, du schon. Ist der nett? Junge, Es droht keine Gefahr. Versprochen. Warum geht er eigentlich so langsam? Er ist harmlos. Die Frage ist, warum wird das Haus nicht zerdrückt, wenn sie das Riesending da drauflegt? Schnell. Ah, halt, Start dann, ha. Leg ihn auf den Kreis da. It's magic. Ihn ruhig. Ja, offensichtlich, ja. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge, Aber stimmt doch. Halt ihn ruhig. Er verletzt sich selbst. Gut. Ruhig. Ruh dich aus. Ich brauche 2 Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? was noch? Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst dir nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Gartenschaumkraut. Ja, ja.
Blumen mit weißer Blüte pflücken. Sehr gut. Für das ist heutzutage der Titel Gott des Krieges zunutze, ja? Das Blärmebrucker darf's im Garten. Super Sache. Für das hat er sich all die Mühen auf sich genommen. Jetzt ist er am Ziel. Das war seine Mission in seinem Leben. Dass er Blärmebruckern darf. Ja, das ist halt offensichtlich die weiße Wurzel dahinter. Aber ich mag mich halt natürlich umschauen. Ja, er tut da Blärmebrucker, das ist ein braver. Aha. Achso, das hat jetzt ausgeschrieben wie Truhe, okay. Doch nicht aha. Jeder braucht eine Aufgabe, genauso ist es nämlich. Ja. Kratos ist ab jetzt ein Blumenpflücker. Ach, gerade eine, oder was? Jetzt hat er gesagt, der ganze Handvoll. Naja, gut, okay, wenn es sonst nichts ist. Ich hätte jetzt aber alles verwirrt, dass das Ding da ist. Ach so, das ist ja. Okay, das ist gar keine Blume, das ist ein Speer mit Fisch drauf. Okay, ja gut. Da darfst du schon voll werden, meine ich, ha? So 2 fette Spieße mit Fisch drauf. Schön grillen am Feuer. Sauberes Gewürz auf und dahin geht's. Gartenschaumkraut, gut. Hast du auch die Rotwurzel? Der Junge sucht danach. Vielleicht könnte er Hilfe brauchen. Bitte, ohne die beiden Zutaten ist die Salbe nutzlos. Er wirkt begeistert. Die Frage, ist er da oder da lang gegangen? Und keine andere. So. Wo ist er denn? Der Hobbygärtner. Wie feiert ist das? Ja, eigentlich schon. Das ist eigentlich schon ein bisschen. Ja, ein bisschen suspekt. Den Eberhals, der wo meiner Meinung nach deutlich besser schmeckt hat. Aber Fisch? Just fuck it. Guter Einwand, Mr. Bichler. Du wirst halt den, dass die Blärme ausreißen können. Hilft das hier? Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Mhm, Buttermesser OP. Zur Hexe zurückkehren, ja, okay. Oh, die ausgerissen. Ja, genau was ich brauche. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Danken, dass wir angeschossen haben, oder was? Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Ein Schneeflocken quasi. Lena. Hey, Emily. Die fuchtelt da einfach mit der Hand unter dem umeinander. Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt.
Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Dieser unterirdische Durchgang bringt euch wieder zurück auf euren Weg zum Berg. Nehmt einfach das Boot. Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation und wird euch immer zu euren Zielen führen. Hexenkompass. Okay. So, jetzt haben wir oben quasi so eine Leisten. Da sehen wir dann immer, wie es bis zum Ziel weitergeht. Wir haben aber auch eine Map, abgesehen davon. Ja? Ich weiß auch, dass wir später noch auf alle Fälle Schnellreisen kann. Ich glaube, dass wir das sogar jetzt schon kann, oder? Nein, das kann man jetzt tatsächlich noch nicht. Aber das geht später auf alle Fälle. Was ich jetzt auf alle Fälle mal tue, ist einmal speichern. Vorsichtshalber. Nur damit nichts passiert. Ich sehe ein Boot. Stimmt. Was für Dinger? Mit dem möchte ich nicht tauschen. Gib Frieden. Nachtmare. Mutter hat mir von ihnen erzählt. Ich dachte nicht, dass es sie wirklich gibt. Nachtmare? Ja, sie verursachen Albträume. Oder sind sie Albträume? Vergessen. Ich wünschte, ich könnte sie fragen. Muss man lieber mal. Lebt mir, muss der lebt noch. Okay, ich kann da quasi schon mal nicht hin. Also, so wie ich sehe, kann ich nicht ins Wasser steigen. Das heißt, das weiß ich nur, das kann man erst viel später machen. Weil da hat nämlich ein paar Sachen, die ich jetzt noch gar nicht kaputt machen kann. Wie das da hinten zum Beispiel, da die Eiswurzel da. Und auch das da wo ich jetzt mit dem Zielding drauf bin. Das sind lauter Sachen, die lernen wir erst später. Tatsächlich. Oh, was haben wir da? Atreus, komm her. Aha, aber wir können immerhin schon mal da die Truhe aufmachen. Das ist ja schon mal was. Achso, und ich muss das dann wieder zurückschieben, dass ich dann wieder durchkomme, oder wie? Ja, okay. Gut, das Ding ist nur dazu da, dass man, also jetzt für den Moment zumindest, dass man da hinten die Truhe holen kann. Da wie das da zum Beispiel kann ich jetzt auch noch nicht machen, das lernen wir, wie gesagt, erst alles noch. Immerhin ist die Truhe schon mal zugänglich für uns. Oh, was ist das? Talisman der konzentrierten Vitalität. Gewöhnlicher Talisman gewährt einen Gesundheitsschub. Ach, einen Sehen habe ich eh noch nicht. Ja, dann rüsten wir den halt einmal aus. Ah, wenn wir mir... Ach so, okay, ja. Wir haben ja... Symbol der Beharrlichkeit. Wo wir den... Also das ist der da herunter, okay. Ja, gut. Einrichtung kaputt machen, Bulle. Hast du noch nichts gelernt? Okay. Ja, wird nicht anders. Können wir erstmal nichts tun. Jetzt kommen wir schnell zum Berg.
Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Umdrehen? Eine Ah, das Zeit, kann da sogar. dachte ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Für deine Krankheit konntest du nicht. Oh, ich weiß. Ah, ich kann doch nicht anlegen, okay. Das hier ist toll. Ja gut, ja doch, da kann man vielleicht anlegen und hätte man da Fisch angehen. Folgen Sie der Anzeige auf dem Kompass, ja, da haben wir schon dabei. Da ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Ja, mit Meerwasser hat er auch so seine Erfahrung gesammelt. War er oft nur drin. Kein Wunder, dass sein Geruch ein bisschen empfindlich ist dagegen. Des Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh, das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Der Baldur, das war quasi der Zipfel, der wo uns angegriffen hat. Ich glaube, ich sehe etwas. Da hinten in der Mitte des Sees. Jetzt kommt gleich eine coole Szene. Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Ja, kann er sein, nicht Willst du's zurückholen. tun? Die Axt kommt nicht zurück. Festhalten, Junge! Ist ziemlich geil, die Szene. Was ist das? Es ist die Weltenschlange. Bleib ruhig, Junge! Will ich! Das ist toll! Sie spricht. Ja! Mutter sagte, sie ist nett. Was sagt sie? Keine Ahnung. Ja, ja, starre Asung. Das war unglaublich. Das Vieh ist halt schon Da drüben brutal. ist ein Schiffswrack. Siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Genau, der See, oder, ist, Zum Dock, oder? der See, oder, ist im Endeffekt unser Dreh- und Angelpunkt.
diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt. Weltenschlange. Wir haben die Weltenschlange von Midgard geweckt. Vater dachte, dass sie uns fressen will, aber Mutter sagte immer, dass Jörmungandir, wie man das ausspricht, keine Ahnung, eine freundliche Riesin sei. Ist ein Weiberl, abgesehen davon. Sie versuchte mit uns zu sprechen, aber ich konnte sie nicht verstehen. Ich frage mich, ob das die Sprache aller Riesen ist. Momentan scheinen wir sie nicht zu interessieren. Ich möchte mit ihr reden. Ich habe so viele Fragen. Wo kam sie her? Was macht sie den ganzen Tag? Was frisst sie? Vielleicht gibt es einen anderen, wie mit ihr zu sprechen. Und Ja. ins eigene Ende beißt. Gibt es. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. Ich hab da hinten auf alle Fälle noch irgendeinen Vogel fliegen sehen, vorher, so einen komischen Odin-Vogel. Aber ich glaube, dass wir da auf den Ding andocken müssen, damit wir den erwischen, weil von da aus, vom Boot aus kann ich nämlich keine Axt nicht werfen. Bei den Statuen, weiß ich nur, da hat man irgendwas freischalten können, da haben da ziemlich starke Gegner, da wird man jetzt auch noch nicht hinkommen. Und der See ist im Endeffekt, wie gesagt, unser Dreh- und Angelpunkt, von da aus, da ist der Vogel, da schon her. Von da aus wird die ganze Geschichte, wird man mir in die einzelnen Gebiete verteilt. Oder geschickt sozusagen. Oh, gut. Wir sehen uns also ein bisschen um. Wenn wir unsere Reise fortsetzen wollen, müssen wir hierher zurück. Schauen wir schnell auf die Map. Ja genau, da gibt es jetzt allerhand. Todesinsel, Eisenbucht, Wachturm. Ja, da gibt es jetzt allen Teufel. Stimmt, da kann man dann die Marker setzen. Und von da aus kann man dann da hinschippern, mehr oder weniger. Bin mir halt jetzt nicht wirklich sicher, ob man da schon hin sollen. Ich glaube eher fast nicht. Das kann ja gut riechen. Naja, so ein Zinken. Gut, wenn ich so einen großen Schädel hätte wie die Schlangen, dann würde ich wahrscheinlich auch gut riechen können, aber. Da ist auch ein Dock, oder nicht? Ah, sagst du. Ja, dann legen wir halt gleich mal da. Da ist nämlich gleich mal eine Runentruhe, die wir zusammen duschen können. Vielleicht ist irgendwas Wertvolles drin für uns. Ah, da haben die. Au. Junge, Jawohl. Oh, was ist das? Eine Art Zeichnung. Vielleicht eine Karte? Oh, vielleicht eine Schatzkarte. Den Ort der Schriftrolle finden. Aha. Herrscher über Mann und Bess. Okay. Ich hab meinen, wenn die Schlange direkt vor dir das Maul aufmacht. Das kommt nu. Sagen wir es mal ja so. Okay, das ist zeitlich, aber. Scheiße, war er tut als langsam, ja gut. Ah, jetzt wird's recht. Alter Mann vom Bord, okay. Also die Schlangen, sagen wir es mal so, die haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Alle Fälle haben wir da jetzt nochmal einen Opfer gefunden. Das ist schon mal gut für uns. So, kannst jetzt du da oben eine Ketten überwerfen? Wie schaut's denn da aus, Charlie Brown? Okay, das geht scheinbar nicht. Ja gut, dann ist da jetzt dabei mal Essig, oder wie? Gut, dann gibt's da weiterhin nichts. Ah, außer man kann da irgendwie auf. Glaube ich zwar fast nicht. Nein, weil da ist nämlich noch. Ja gut, okay. Schauen wir mal Richtung Hauptquest.
Da hinten war die andere Stelle, gell? Hauptsache Möwen sitzen nur dumm. Wie lange glaubst du, ist das schon hier? Eine sehr lange Zeit. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Aber wie bist du? Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und Der versucht Zwerg ist bloß einfach nicht, cool. mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was er wohl will. Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet. Brocks Laden. Mit Brock sprechen, okay. Brock Lester. Was? Ja, gut. Hier überall so herum? Puh. Fang! Das ist schon wieder. Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwo hin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Ja, okay. Sehen wir's an. Talismane, Knöpfe und Zauber sind jetzt im Laden verfügbar. Zauberhaft. So. Was kann man machen? Man kann das Verbessern von Rüstung verbessert Werte und Kraft und dann Zauber. Ja, das haben wir letztes Mal schon gelernt. So. Das ist eine Clown-Köcher. Das ist. Ach so. Verkürzt die Pfeilnachladezeit des Clownbogens, okay? Was haben wir? Talisman? Talismane verfügen über einzigartige Effekte, die im Kampf hilfreich sind. Mit Verbesserungen im Laden werden sie effektiver und reduzieren die Abklingzeiten einiger Fähigkeiten. Zauberhaft. Da geht uns Weltenstaub ab. Das haben wir nicht. Wir haben aber einen Haufen Silber. Freunde, wir haben einen Haufen Silber. So, was ist jetzt das darum? Zauber kaufen. Symbol der Bedrohung. Ein Zauber der Vitalität um 3 erhöht. Symbol des Trotzes, der erhöht Abklingzeit, beziehungsweise reduziert dann, erhöht Runenkraft und erhöht Glück. Aha. Verkaufen, Artefakte. Achso, man kann auch verkaufen dann praktisch, oder was? Ja gut, wir müssen mal. Okay, da können wir nichts verbessern. Clownbogen können wir auch nicht verbessern. Clown-Köcher kann man verbessern und Talisman gelangt. Ja, dann. Jetzt pass auf. Jetzt schauen wir erst einmal. Herstellen, Rüstung, Arteriosrüstung, Axtknopf, was ist. Es gibt so viel Zeug. Knöpfe können an ihrer Waffe angebracht werden. Jeder Kauf erhöht die Werte und verleiht einzigartige Boni je nach Vorgehen im Kampf. Knöpfe können verbessert werden, um ihre Werte zu erhöhen. Okay. Ach, ich sag da. Ach so. Ja, das ist gut. Ich sag nämlich rechts, was die machen. Er macht 1 Stärke plus und 6 Runen. Runen ist praktisch die Fähigkeit, die ich einsetzen kann. Sag ich das richtig? Wahrscheinlich schon. Ich darf aber fast vorschlagen, wir gehen da auf ein reiner Stärkebild, weil mehr Schaden auch mehr gut ist, habe ich mal gehört. Bisschen Abklingzeit, aber da, das meine ich schon dem gar nicht. Dort, das kauft man gleich, weil da ist der. So. Mondkatz, habe ich dir, grüß dich. Alles fit bei dir. Schön, dass du einer schaust. So, jetzt passt zu. Ja, wir haben komischerweise sogar schon eine Rüstung, die wo besser ist als wir. Ach du schau her, die kann man jetzt auch verbessern. Ja, das machen wir gleich einmal, da ist der. Aha. So, kann jetzt meine Axt. Also, die können wir nicht verbessern, haben wir gerade festgestellt. So, wo kann ich jetzt.
Wildschweinhaut Armschienen. Okay, die hat unsere Stärke nochmal um 1 erhöhen und unser Glück um 4 reduzieren. Ja gut, okay. Wie schaut es mit der Hüftrüstung aus? Gibt's da irgendwie Setboni oder so? Verstärkte Rüstung aus gekochtem Leder, nicht sehr bequem, erhöht aber die Stärke leicht. Okay. Alles gut, danke. Sehr schön. Das hört man gerne. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Tag gehabt. Ja, keine Ahnung. Jetzt pass auf. Jetzt, das ist eigentlich einmal das Allerwichtige. Was haben wir denn da jetzt eigentlich? Da können wir irgendwas da. Da können wir den Knauf ändern. Das ist der hölzerne Standardgriff und den haben wir jetzt drin. Okay, sieht man auch an die Werte. Okay, alles klar. Da können wir nichts tun. Fähigkeiten brauchen wir. Da, wir brauchen Fähigkeiten. Fähigkeiten haben wir mit zauberhaft. Können wir da irgendwas machen? Nein, können wir nicht. Wir können aber einen Atreus seinen Bogen mal verbessern. Muss jetzt schon wieder... Ja, lass mal Ruhe mit deinen Kartenmarkierungen. Das interessiert doch gerade keinen. So. Seine Feuerrate, meine, können wir erhöhen. Erhöht Pfeilschaden und Nahkampfschaden. Es war natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube aber, dass das fast gescheiter ist. Da. Nehmen wir jetzt einfach mal. Das andere, das Silber, das sparen wir uns jetzt einfach mal, damit ja auch nichts passiert. So, das sind die Schnellreiseportale, die ich angesprochen habe. Da können wir jetzt natürlich noch nirgendwo anders hin, weil wir ja nur den einen Punkt freigeschalten haben aktuell. Da können wir aber im Laufe der Zeit deutlich mehr so Schnellreisepunkte vor, sagen wir mal. Oder kann man finden. Na gut. Weiter im Text. Aha, da kommen wir was dran, da schau her. Ja, da ist das Horn. Was ist das? Ein Horn. Hier ist das Ende. Können wir reinblasen? Ohne die Folgen zu kennen? Sonst probieren wir auch alle Knöpfe und Hebel aus, die wir sehen. Die Folgen davon können wir absehen. Nein, das hier ist etwas anderes. Wir müssen deine Instinkte schärfen. Ja, gut, dann halt nicht. Hätte ja sagen können. Ich weiß, was da passiert, ja. Kommen wir auf alle Fälle nur mehr her. Dahinter kreist der Vogel umeinander. Die werden wir jetzt mal versuchen, mit der Axt vom Himmel zu pflücken. Was? Atreus fortgeschrittener Kampf. Atreus fühlt sich nun sicher im Kampf und unterstützt Kratos, indem er Gegner physisch angreift, wenn sich ihm eine Möglichkeit bietet. Diese Fähigkeiten können im Fähigkeitenmenü verbessert werden. Ja, okay, den erwischen wir von da nicht. Wo kämen denn die jetzt her? Bist du bescheuert? Bringen den Gegner noch in die Luft. Den Turm hindurch zum Berg. Ja, super Sache. Trotzdem ist sauer der Breselt. Ja, ich hab jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit denen. Vor allem da. Jetzt pass auf, kommt man da wirklich nicht hin? Da müssen wir doch eigentlich hinkommen, oder? Ja doch, da kommt man hin, da bin ich mir fast sicher. Braucht nur die Flugbahn, die genaue, der fliegt genau daher. Okay. Munkatz, danke für deinen Lurk. Viel Spaß weiterhin. Okay, da kommt man wirklich nicht hin. Tatsächlich, dann brauchen wir da den höheren Punkt, dass man hinkommt. Ja gut, okay. Man muss einmal probieren. So einpennt bist. Ja gut, dann WB, Mr. Herbert. Ich hoffe, du hast einen guten Power, nicht gut. So, das ist jetzt... Ach, da schau her, da kann man jetzt... Vielleicht kommt man jetzt von da hin.
Das konnte man jetzt eher vorstellen, aber vielleicht... Das gibt's ja nicht, du musst da hinkommen, das kann auch nicht sein. Warten wir nochmal schnell. Die Schlange da hinten schaut halt einfach auch brutal aus. Ja, okay, das geht von da scheinbar wirklich nicht. Ja, gut. Da noch eine Truhe. Ja, da gibt es dann mehrere Docks. Verstehe die Frage schon. Muss man das jetzt aktivieren damit das freigeschalten ist? Schauen wir einfach. Auf alle Fälle gibt es da Loot. Wo ist denn der Bruder jetzt eigentlich? Ist der jetzt ja oben stehen geblieben, oder was? Offensichtlich. Gut, dann schauen wir auf der Seite noch einer oben, weil... Warum auch nicht? Wenn, dann schon richtig. Jetzt kann man aber da mit die Ketten aufstellen. Vielleicht können wir dann da dumm. Der Wachturm. Gut, das hat uns jetzt eigentlich nur das geholfen, dass wir da dann zukünftig auffahren können. Ja, gut. Die Axt hat gestriffen, ich hab's genau gesehen. Der Vogel ist aber auch echt schwarz zum Trieb. Okay, den kann man scheinbar da nicht kaputt machen. Jetzt hat. Der holt einfach nur wegen mir aus. Sehr gut. Gut, weiter im Text. Weiter Richtung Berg. Ja, da geht der Punk ab. Easy. Endlich ist es vorbei. Okay, was haben wir da? Ich kann sie nicht lesen. Wie jetzt? Ich kann sie nicht lesen. Ist auch nicht. So ist nah. Sieh her. Sieh mal, das ist die Weltenschlange. Sie ist so viel größer, als ich dachte. Da, sie hat Thor gebissen. Oder wird ihn beißen, offenbar. Jeder Schrein birgt die Geschichte eines legendären Riesen in sich. Schreine 1 von 11. Die Riesen haben Schreine hinterlassen, die Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählen. Ich habe diese Geschichten geliebt, wenn Mutter sie erzählt hat. Mal sehen, wie viele wir finden. Ach, da kriegt man sogar... Ach so, da kriegst du sogar noch ein Reward dafür, wenn es das... Okay. Ja gut, nice. So, da schaut's mir, wenn du jetzt... Das riecht furchtbar. Gift. Ah. Ah ja.
Mhm. Da muss man aufgeraxeln anscheinend. War irgendwie klar. Ist vielleicht nicht ganz so schlau, Idee, wenn du in dem Giftnebel drin umeinander stehen bleibst. Oh, die Truhe ist scheinbar besonders. Hey, ein Sprachchiffreteil. Wir sollten weitersuchen. Was, ein Muspelheim-Chiffrierteil? Was ist denn das schon wieder? Was ist jetzt das? Hä? Was ist jetzt das? Was kann man da... Hä? Was kann man da jetzt machen? Da kann man auf alle Fälle mehr aufgekraxeln. Ja? Schauen wir mal, was da oben dann... Was waren das für Dinger? Die rochen furchtbar. Deine Mutter nannte sie Hohnstangen. Giftmagie. Warte Sie mal. hat mir gezeigt, wie man sie deaktivieren kann. Was? Es ist lustig, mir vorzustellen, wie sie dir was beibringt. Ja. Es ist ja nur mal so schwer auszufinden, wo es tatsächlich weitergeht. Beziehungsweise, naja. Ja, da geht, okay, da geht's einfach zurück. Ja gut, dann hat sich die Frage auch erledigt. Gut. Aber was ist das für ein Ding dahinter? Das, warte mal. Ja, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Man kann da auch nicht interagieren irgendwie, was auch nicht. Gut, das kommt vielleicht später noch. An das kann ich mich jetzt tatsächlich nicht mehr erinnern. Oder muss man da... Ja, okay, ich meine, das muss man kaputt machen da hinten. Es hat zufällig die gleiche Farbe. Vorland. Wow. Wirklich neblig hier. Noch ein Zwerg. Sollen wir... Nein. Er ist unbedeutend. Ach, Entschuldigung, aber woher hast du diese Axt? Das geht nur mich etwas an. Und das bezweifle ich gar nicht. Die Klinge kenne ich. Das ist eine von uns, aber die war nicht für dich gemacht, weißt du? Geh zur Seite. Ich kann nicht. Die Frau, für die wir sie gemacht haben, ich mag sie sehr und es würde mir etwas missfallen, wenn sich herausstellt, dass du ihr was angetan hast. Sie gehörte meiner Mutter. Sie gab sie Vater vor ihrem Tod. Faye tot? Das tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin und eine gute Frau. Na gut. Faye. Ich verbessere diese Axt. Aber niemand hat darum gebeten. Ja, stimmt. Aber deine Mutter, sie hätte darauf bestanden, dass ich diesen Akt des Vandalismus behebe, den sie erlitten hat durch meinen Bruder. Ich wusste es. Du bist Brocks Bruder. Die andere Hälfte des Zeichens. Der Blaue ist dein Bruder. Ja, doch ich bin wesentlich talentierter. Das stimmt. Schwör's bei Freya.
Mach seine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja, aber kannst du sie bitte da drüben hinlegen? Der Griff ist... Nein. Schmutzig. Na gut, dann... Ich werde... Jimbo reingehaut. Oh. Oh. Ist das Blut? Oh. Woran arbeitest du? Oh, das. Ich nenne es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue, muss ich alles nach unten bringen. Wie reparierst du ihn? Ich habe keinen Schimmer. Hä? Was hat der jetzt da? Eigentlich nix. Das ist eigentlich jetzt nur, dass wir wissen, da kann man ja, Waffen weiter aufbessern. Wo sollen wir anfangen? Auferstehungssteine. Auferstehungssteine sind jetzt in Läden verfügbar. Auferstehungssteine können erworben werden, damit Atreus Kratos... Was damit Atreus Kratos wiederbeleben kann, drücke blablabla, um den Kaufbereich im Laden aufzurufen. Ja, okay. Es gibt verschiedene Auferstehungssteine, aber Atreus kann jeweils nur einen tragen. Um einen anderen Auferstehungsstein zu kaufen, müssen Sie zuerst den ausgerüsteten entfernen. Verwenden Sie ihn im Kampf oder verkaufen Sie ihn in einem Laden. Ja, ich mache jetzt einfach mal, weil wenn wir, falls wir mal sterben da. Aha. Ja, zauberhaft, das ist ja schon mal was. So, was haben wir jetzt da noch? Ach, die kann man da unten sortieren, okay. Der darf unser Stärke weiter erhöhen. Hoffe ich jetzt einfach auch einmal. Wie gesagt, mehr Wumms ist mehr gut. Nimmer. Meinetwegen musst du noch nicht gehen. Gut. Dann schauen wir uns da mal ein bisschen um. Atreus, folge mir. Ich war abgelenkt. So, der hintere Zug geht auf alle Fälle weiter. Das heißt, wir schauen uns jetzt erst einmal da ein bisschen um. Dann mal los. Und dann bleibst du auch. Guter Schuss! Apfelwurm. Ja, ja, jetzt schützt sein Knierschein. Noch nicht bereit. Leider. Ich muss mir mal mehr angewöhnen, mit dem Schädel was zu machen. Dann los. Ich hab's gleich. Gehen wir auf die Nuss. Ich brauch das. Wie war ich? Durch Übung wirst du besser. Ja, okay. Oh, da ist wieder irgendein so ein Giftding. Die wird noch geblockt, die Truhe. Okay, wir müssen quasi jetzt den... Ach, der hebt aber das nicht auf. Okay, ja gut. Das Ding kann aber dann auch nicht allzu weit sein. Da haben wir irgendwas mit Runen auf jeden Fall. Gut, das ist ein bisschen Rätselzeit jetzt. Da drin ist auch irgendetwas. Ja gut. Jetzt schauen wir, jetzt müssen wir uns erst einmal umschauen, damit ich mal sehe.
Was wir da, ist ein Rätselein morgen. Da oben ist auf alle Fälle schon mehr Truhe. Da ist eine Runentruhe, okay. Haben sie auch hinter sich. Da ist die Runentruhe, okay. Wir haben ja praktisch... Ach, und das sind die Symbole da oben. Wir haben da so ein Nemesis... Ich sehe, tue mir jetzt tatsächlich ein bisschen leichter, weil die Symbole ähnlich zusammen das waren. Jetzt haben wir da quasi ein Nemesis. Gewalt, Verkehrnummer und das ist in der Mitte. Ja, gut. Pass auf. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Dann war da unten nämlich nur mal so einer. So, wir schauen da. Das war das haben wir auch. Das heißt, uns geht jetzt nur ein so ein Drum an. Da oben hängt der Eimer, den habe ich vorher tatsächlich nicht gesehen. Oh, das war verkehrt rum. Jetzt wir noch mal schauen. Muss in die andere Richtung zeigen. Ah, ich sag schon, es sind nicht überall die ganzen Symbole verfügbar. Das heißt, da ist nur das Nemesis-Ding. Also das komische D, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, da muss da ein anderes Symbol geben. Okay, und was gibt's da sonst noch? Okay, da muss das da automatisch das Symbol sein. Das heißt, bei dem dritten Punkt, wo auch immer der ist dann das komische B, das wo verkehrt rum dran ist. Und dann geht auch die Truhe auf. Also noch Adam und Riese zumindest. Aber erst mal finden. Erst einmal finden. Da ist auch irgendwas Giftiges. Gut, vielleicht ist das auch nur von Haus aus da abgesperrt, dass man da nicht lang gehen kann. Das kann natürlich auch möglich sein. Das kann natürlich auch gut möglich sein. Glaube, ist fast... wobei... Ah, der Aufzug geht's weiter. Ich bin jetzt einfach mal. Das letzte Runensymbol, das ist da rund. Ach, das war da hinten, glaube ich. Moment, das war da hinten. Das war da ja hinter. Das ist nur, dass ich... Aha. Nochmal eins weiter. Das ist, okay. Das heißt natürlich jetzt, dass das eigentlich, dass die Truhe jetzt eigentlich aufgemüsst hat. Ja. Nice. Blutmet, sehr gut. 2 von 3. Optimal. Da muss auch einer. Wie, du fällst nicht runter? Ah ja. Schauen wir mal. Sag mal, kommen wir dem Berg denn näher? Tun wir. Okay, dann geht's da weiter. Gut, das heißt, wir müssen da hinten umschauen. Ja, ich bin da entdeckungsfreudig, das hilft uns nichts. Die Zeit nehmen wir uns. Sollen wir ja ein bisschen auch genießen, das Spiel.
Gut, die Truhe können wir noch nicht kriegen, weil da geht uns wieder irgendein so ein Upgrade ab. Und da schaut es mir so, wenn man da einfach noch nicht hinhört. Ja gut, okay. Gut. Dann können wir weitergehen. Oh, da ist auch nichts. Optimal! Direkt hinter dir. Okay. Die ist jetzt wo? Hat sie verbieselt oder was? Gut, die ist da aufgeflogen, das heißt, da oben geht es sowieso weiter, das sieht man auch am Kompass. Gehen wir mir erst einmal in die entgegengesetzte Richtung. Ja, Herrgott Seele, wenigstens die ruhiger mal. Wollte nicht, dass das jemand Oh, was haben wir da? Geheimarmschienen. Runensymbole auf dieser schlichten Rüstung erhöht die Abklingzeit. Okay. Wir haben mal gesagt, wir gehen mal voll ins Fressbrett. Also wir holen uns Rüstung, die jetzt Stärke erhöht tatsächlich. Das ist doch eine Wiedergängerin. Deine Pfeile. Noch nicht. Ist gerade die Frage, wie lang das deine... Ja, jetzt im Giftnebel verstecken. Ich kenne die schon. Will bloß die Klappe hören. Blöde Wiederhex. Erster Minuten. So, was haben wir da? Ah, da können wir noch nichts tun. Ja gut. Ah, da geht's auch noch nicht weiter. Mit Magie verschlossen. Ja gut, okay. Dann gibt's gerade einen einzigen Weg, wie es weitergeht. Das ist nämlich dann da, wo die Wiedergängerin gerade gewesen ist. Atreus, folge mir. Könnte ich Sie das letzte Stück den Berg hinauf vielleicht tragen? Ich sagte nein. Warum? Mir bedeutete sie mehr als dir. Was? Ich meinte nur, ich verbrachte mehr Zeit mit ihr. Du warst so oft jagen. Du solltest jetzt besser still sein. Ah. Wölfe! Die Wölfe sehen krank aus. Endlich ist es vorbei. Ja gut, da war ja so auch nicht viel los. Abgesehen davon. Gut, die Granaten da in dem Ding heben wir jetzt mal vorsichtshalber noch auf.
So, jetzt ist natürlich die Frage. Warte mal. Ach, das muss man freisprengen. Price Savalere, Hakel to the face. Genauso ist es nämlich. Schulterwickel. Auch mal nicht. So, warte mal, da muss er dann theoretisch da von da hinwerfen können, oder? Na gut. Price, ist gut bei dir. Ach so, indem man Ohren kaputt macht. Ja gut, okay. Warst du gerade am Bike? Sehr schön. Wo bist du denn ausgereist? Oh, was haben wir da? Angriff des weißen Bären. Leichter Runenangriff. Ein schneller, sturmartiger Sprintangriff mit einem nachfolgenden Schlag. Kratos ist während des Sprints geschützt. Aha, sauberhaft. Gut, dass wir uns die Heildinger da aufgekommen haben. Gut. Eine Freundin von mir hat auch einen Schein gemacht und mit der war ich gerade einmal quer durchs... Ah, sehr schön. Ja, ganz schön viel Pickel im Gesicht. Buttermesser OP. Metzgerhackel OP. Vater? Ja, war irgendwie klar, dass die in der Lohr haben. Und der lebt wahrscheinlich noch, oder? Ich glaube, er ist unflauschig. Ach, der verhaut seine eigene? Das ist sauerhaft. Aua. Ich bring noch rum, ha? Aua. Wo ist der? Okay, klassisch God of War.
Ogerschreck. Ein Oger? Hier? Wer hat das hier gebaut? Frostflamme. Sehr gut. Die brauchen wir, glaube ich, um die Axt zum Verbessern. Oh, was haben wir da? Symbol der Wahrheit. Selten Zauber. Ein Zauber, der Stärke und Runenkraft von 3 erhöht. Ja, da schauen wir doch direkt einmal. Stimmt, wir haben ja da jetzt eine Rüstung auch noch gekriegt. Jetzt pass auf, Obacht. Da haben wir was Neues. Angriff des weißen Bären. Was macht der? Ja, okay, den finde ich jetzt nicht so zauberhaft. Okay. Gut, das hilft uns da jetzt nicht so wirklich weiter. Da haben wir jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich was Besseres. Okay, und da haben wir was Neues gekriegt. Gut, der erhöht nur die Gesundheit. Bringt uns also nichts. Ja, okay. Müssen wir abwarten, bis wir wieder bei den Zwergen haben, dann können wir unsere Axt weiter aufwerten. Ist ja auch schon mal was. Berggrund. Wow, deshalb wollte Mutter, dass wir sie hierher bringen. Jawohl. Kann der Mount Everest sein, wenn du mich fragst? Ah, die da hinten ist auch noch zu, okay. Ah, da ist er, das ist ein Gesichterl. Ist das Rauch? Gut, wenn aus meinem Mund und meiner Nase ein schwarzer Rauch käme, dann müsst ihr mal Gedanken machen wahrscheinlich. Bleib stehen, Junge. Was ist das? Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Wichterli! Danke für den Raid. Wir haben gerade in einer Cutscene. Willkommen, Ole. Grüß euch. Wie geht's euch? Folgt mir. Wie war Zelda noch? Bin der Gamerbazi für alle, die wir nicht kennen. Bist du? Seines Zeichens Mundausströme auf Bayerisch. Macht es euch bequem, God of War. Als ich mir eingestehen will. Wichterli, wie war's? Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Weißt du, habe die Ehre, Christi. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund. Ja. Wo müssen wir hin? In eine Welt Look at that booty, jenseits show der me the booty, give me the booty, I want the booty. Boa geil Depth und Down schneidet Fichterli an nur einer. Nein, merci dir. So, Fichterli, merci dir für deinen Raid. Willkommen an alle 22 Zuschauer, an dich und deine Community. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Gamerbazi oder Bazi oder keine Ahnung, Schubster, nennt's mir, wie es ja euch, wie es euch beliebt. Ich bin bayerischer Mundart-Streamer. Ich rede komplett auf Bayerisch. Wir spielen heute God of War. Haben wir letztes Mal angefangen. Wir haben jetzt unterwegs in, ja, da auf irgendwo, so hört man gehen, habe ich gemeint. Und ja, macht es euch bequem. Schön, dass ihr da habt. Ich hoffe, ihr habt einen zauberhaften Stream bei der Mrs. Fichterli gehabt. Und ja, wenn ihr sonst noch irgendwas wissen möchtet zu mir, Eine kurze Zeit. einfach im Chat fragen. Baum, HDD 123, ich nenne dich jetzt einfach mal Baum. Danke dir für dein Following. Hamburg, meine Perle, ich grüße dich.
Wie geht's euch? Ist alles zauberhaft, mein Spotty, habe ich die Ehre. Haben wir mir schon einen Shoutout für die liebe Fichteli? Ich glaube ja. Ja, haben wir. Sehr schön. Schaut unbedingt einmal bei der Fichteli vorbei, für die es noch nicht da haben. Und gerne mal einen Daumen da lassen. So, was ist jetzt eigentlich Phase? Ich habe es jetzt nicht genauso mitgekriegt. Ich glaube, dass wir mir da nicht durchkommen. Aber komplett auf Bayerisch? Ah, ich werde es verstehen. Einfach nachfragen, wenn du irgendwas nicht verstehst. Ich erkläre alles sehr, sehr gerne. Sindri, Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. als ich vorbeikam, war niemand da. Mr. Hetzer, Vielleicht danke ist für der deine Grüße. Grüße zurück. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Das auch. God of War habe ich auch, bin aber nicht, nicht was? Den musst du umlegen. Ja, kann er. Ich kann auch einigermaßen Hochdeutsch. Ja, das stimmt, Mr. Spotty. Durch Bazi habe ich Bayerisch hören und lesen gelernt. Bildungsstream. Ja? Seht es einfach als Bildungsstream bei Von mir. dort aus reisen wir nach Alfheim. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß Ach, du bist da nicht so weit. Oh, okay. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an. Und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Für mich ist es Er semi-blind. endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Ungi, habe die Ehre. Grüß dich. Ha! Es stimmt. Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Ich bin ehrlich, ich mag Bayerisch mehr als Hochdeutsch, klingt schöner. Hast instant ein dickes Plus. Ja? Hamburg, meine Perle, da hast du. Wie soll ich die denn eigentlich nennen? Hamburg oder Perle? Perle hört sich irgendwie so, ich weiß auch nicht. Automatisch ein Plus. Kriegst automatisch ein dickes Plus verzeichnet. Ja? Das erste Mal da direkt beliebt macht. Sehr gut. So lobe ich mir das. Etwas weiter als du. Okay. Ja, das Ding ist, ich habe God of War vor 4 Jahren, als es released worden ist, habe ich schon durchgespielt. Und jetzt spielen wir es halt wieder, weil ja im November der Nachfolger kommt und dann wollten wir die Story noch ein bisschen aufarbeiten. Ja? Also ich kenne das Spiel tatsächlich komplett, aber ich habe halt einiges vergessen. Bryce, danke, dass du Hamburg meine Perle als Sub giftest. Hamburg meine Perle, willkommen in der Bazi-Gang. Viel Spaß mit den Emotes. Perlchen, Perle. Okay, dann nenne ich die Perle. Wenn du sagst, Perle ist okay, dann nenne ich dich auch so. Ja? Gleich beliebt macht, genauso ist. Instant beliebt macht. True Dialekte sind immer besser als Hochdeutsch. Mr. Ungi, sehe nicht, Komplimente höre ich einfach gern. Okay? Vorsichtig. Bedeutet mir sehr viel, wenn jemand sagt, sie finden es gut, dass ich im Dialekt spreche. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Ja, fürchterlich. Geh du unbedingt auf Nahrungssuche. Das werde ich nachher auch noch da. Abgesehen davon. Schaust du zu? Josta. Was? Es ist fest. Albenarchitektur. Meine Aha. Augensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht solange das Licht frei scheint. Zur Not knaber einfach jetzt an. Das hört sich ein bisschen falsch an. Bayerisch ist besser. Der Baumann ist auch schon direkt ein Plus. Ja, der sagt auch, Bayerisch besser als Hochdeutsch, Instant Plus. Da gibt's gar nichts. Mutter hat nicht viel über die Warngötter erzählt. Ich sag schon, ihr seid eine ganz flauschige Community, sag ich schon. Hab ich schon gesehen. Perle, danke für dein Following. Willkommen. Das habe ich dich doch gelehrt. Also wenn ich schon ein Abo geschenkt bekommen habe, dann los ich auch ein Follow. Dankeschön. Das ist absolut ehrenhaft von dir. Wie gesagt, ich sage schon, ihr seid lauter flauschige Leute. Absolut zauberhaft ist das. Ungi, sowieso. Sowieso. Definitiv. Genau, weil der Price ist, der Mr. Price hat immer so ein absolut, so ein absolut gutes Timing. Ich hätte auch, wenn's Lust und Interesse habt, auch einen Discord-Server. Kommt da gerne mal drauf, der Link ist im Chat. Da hat mich gefreut, wenn es da mal vorbeischauen darf. Ja, ich sage noch ein wenig mehr dazu, aber liegt ganz bei euch. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Jetzt sind alle fort oder geflohen.
Außer den Häschern, die in einer solchen Welt überleben können. Gut, ich habe jetzt zwar die Hälfte nicht mitgekriegt, aber das ist wurscht. Geht am Fuß dieser Treppe nach rechts. Ach, die wo gehst du jetzt hin? Hallo? Mieze, wo gehst du jetzt hin? Kann ich mit der noch ein Pläuschchen... Ach so, aha. Die möchte mit dem Pfeil an Anschein schießen, sehe ich schon. Sehr gut. Rechts hat's Band. Da, wieder ein Lichtkristall. Warte dort, während ich das Licht erwecke. Josta. Hat geklappt. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob der Atreus das nicht auch lernt. Ah, da steht sie, die Schlange grinst uns auch schon an. Sehr gut. Was machen wir genau? Die Schäden reparieren. Hebt zuerst die Achse an. Schäden reparieren, ja super. Ich bin mir jetzt nicht so wirklich sicher, ob ich einen Kratos aus meinem Mechaniker her. Da war, glaube ich, gefühlt da noch mehr kaputt wie vorher. Bring jetzt das Rad wieder zurück auf die Schiene. Perfekt. Jetzt schiebt die Brücke die Schiene entlang. Wow, die komplette Brücke dreht sich. Ah, klar. Die komplette Brücke dreht. Mann, du bist echt stark. Ja, wenn du wüsstest, dass er Kriegsgott ist. Ihre erste Position erreicht. Schon müde? Nein. Er war schon immer sehr stark. Was die Toten angeht. Jeder nannte sie Heelläufer. Hulk in weiß mit roten Streifen. Es sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Weshalb? Kann Bahnmagie Tote erwecken? Konnte sie einst. Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Vintage Kratos hätte den Hebel mit dem Fuß getreten. Ja? Einfach mit dem Fuß draufgeschlagen und dann hätte sie mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. 5 um die eigene Axt draht. Was ich sicher weiß. Das ist perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Kannst du mit deinem Pfeil nicht einfach hier nur so Sprungschanzen schießen, dass man da einfach auflaufen kann? Nicht? Schade eigentlich. Mit dem Fuß nicht, sondern mit dem kleinen Finger. Ja, mit Kratos kannst du da nie sicher sein. Der, Tut dir jetzt dein Rücken wahrscheinlich hätte er es mit dem kleinen Zehen auch schirmen Das ist können. gut. Der blaue Reiter, Habidere, servus, grüß dich. Diese Tür. Alles fit bei dir, willkommen. haben die Riesen oder die Albentierstempel gebaut. Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endgültig erlosch. Weißt du zufällig, wie ich die Steuerung von dem Spiel verändern kann? Ich darf jetzt einmal schwer tippen unter Einstellungen. Und dann unter Gameplay und dann unter... Ja, genau. Irgendwo da. Also ich hab die Standardeinstellung, also... Ich tippe jetzt aber einfach einmal, dass du das alles da verstehen kannst. Ja, Umdraht, klassisch, bla bla bla. Aber wie genau, inwiefern man das ja, personalisieren kann, kann ich jetzt leider nicht sagen. Wie gesagt, ich spiele mit der Standard-Controller-Einstellung. Tatsächlich. Aber bitte gern, falls ihr da helfen habt, Kinder. Bayerisch ist witzig, es sieht wiederum schwierig aus, wenn man es schreibt oder wenn man es hört, versteht man es. Lesen ist schwieriger. Vor allem, wenn man nicht aus Bayern kommt. Oder halt, sagen wir mal, die, wo auch wirklich gut zurechtkommen damit sind Österreicher, weil es ja eigentlich nahezu, es ist ähnlich, ne? Bayerisch lesen ist schwieriger als wie Bayerisch versteht tatsächlich, ja. Was man schon, das hört man gern. So wie ich das sage, bist du Österreicher, blauer Reiter. Ist das im Bereich des Möglichen? Lesen ist schwieriger als zum Hören, ja, definitiv. Um einiges. Josta, Deine Sehne leuchtet nicht mehr. ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten. Blauer Reiter, merci für den Following. Braucht. Danke dir. Und nicht der Steirisch gehört? Da müsste der blaue Reiter scheint Steier zu sein.
Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Gut, wir haben doch. Jetzt pass auf, warte, du bist der Zwerg jetzt doch nicht da, oder was? Scheiße. Ich versuche es. Mit meiner Axt aufbissen. Ergriffen, mich in Mitleid zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Alter, blauer Reiter, merci dir für deinen Prime-Sub. Willkommen in der Bar zu gehen, viel Spaß mit den Emotes. Danke dir, Alter, es hat so eine Ehren-Community. Zum ersten Mal da, instant gefollowt und gleich gesubbt. Wahnsinn. Dankeschön. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Na, wie gesagt, akustisch verstehe ich es viel leichter als lesen. Das ist klar. Wobei der Mrs. Fichterli ist da, glaube ich, schon ganz. Die wurde schockgeschult, ja? Fichterli wurde schockgeschult von mir und von anderen diversen Menschen da in dem Chat. Also, ich glaube, dass sie mittlerweile schon relativ gut bayerisch lesen kann. Bis wir weg, weil nicht gespoilert werden. Bin noch ganz am Anfang. Mr. Blauer Reiter, absolut verständlich. Nochmal merci für deinen Support, für dein Abo und für dein Following. Wir hören uns bestimmt wieder. Lustig nicht spoilern von mir, okay? Dankeschön. Einen schönen Abend dir. Die Reise zwischen den Welten. Ich hab eigentlich doch, dass das viel später kommt. Tretet an den Tisch. Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Der Bofrost? Ein Bofrost platzieren? Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum Ja, aus das ist mir schon klar. und nur von Tu dir hier nicht ob aus das kenne ich schon. könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die 9 Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. So gut schaut der Baum aber nicht mehr aus. Jeder Raum geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Vanaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel, Alfheim. Also an und für sich darf mich die Geschichte und die Lore zu der nordischen Mythologie brutal interessieren. Ich check's halt aber nur einfach nicht. Entweder weil ich einfach saumäßig dumm bin oder weil mir das zu kompliziert ist. Ich weiß, keine Ahnung, verstehe die Frage nicht. Wenn jemand was schreibt, dann ist sowieso entweder geschubst oder nicht leserlich. Na. So auch nicht sein. So, auf Alfheim. Bewegt das die große Brücke draußen? Ja, das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber Also- in diesem hier ist kein Turm. Halt doch dein Futzen, ich möchte was erklären. Oder was sagen. Ohne einen So. Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht Ich beginnen. darf gern. Okay, kann ich jetzt was sagen? Ist 3 Kasperlkipf da? So. WB Fichterli, Lust das auf alle Fälle schmecken. So, jetzt passt so macht. Das einzige, was ich weiß, Warum ist hört ihr Jötunheim. zu? So ist er manchmal. Ich höre nicht zu, weil ich was erklären möchte. So. Ich weiß nur, Jötunheim ist praktisch die Hölle, mehr oder weniger. Okay? So. Für Alfheim jede Welt steht ist. eine Weltenrune, die die Brücke zu dieser Ja, Welt jetzt freischaltet. unsere Ich gebe Zeit. euch die für Und Alfheim. unser Ziel.
Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Es gibt frische Brötchen aus dem Airfryer. Jetzt ist zauberhaft da. So, Alfheim weiß ich nicht, was das ist. Es gibt noch Nibelheim. Aber was das ist, weiß ich auch nicht. Und dann gibt es noch 6 verschiedene, glaube ich. Aber ich kenne mich in der griechischen Mythologie kenne ich mich verhältnismäßig gut aus, weil God of War, ne? Wer braucht schon Geschichtsunterricht, wenn man Spiele spielen kann? Aber nordische Mythologie, das ist Next Level. Also das ist mir... Der Mr. Day Zero ist da sehr bewandert und mit Frau Honeybee, falls sie da waren. So, jetzt gehen wir mal nach Alfheim. Ja, vielleicht ist auch die Serie Alf da noch benannt. Ich verstehe die Freunde. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Odin hat sie am Yggdrasil aufgehängt, weil er wissen wollte, wie sie sterben wollte. Und nach ein paar Tagen hat er gemeint, coole Sache, weiß ich das jetzt. Ist das ernsthaft so gewesen? Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Eine Welt jenseits unserer, ja, schöne Sache, toll. Da finde ich es klasse, wie nah Assassin's Creed an der Geschichte bleibt. Unter anderem. Assassin's Creed als auch Santa Monica bzw. God of War halten sie sehr nah an der Geschichte. Zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Midgard, ja stimmt. Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Midgard ist quasi die normale irische Welt. Midgard ist, by the way, auch die Welt, wo Final Fantasy Sim spielt. Ich weiß nicht, ob das eine Anlehnung sein soll, keine Ahnung. Aber ja, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Fluchen auf Bayerisch klingt witzig. Das ist eins von 2 Dingen, was dir als Bayer bei Geburt in die Wiege gelegt wird, ja? Das Fluchen. Wo ist er stiften gegangen, oder was? Das zweite ist Bier. Ja, die Verträglichkeit, okay, das sehen wir jetzt nicht, aber das zweite ist die Gemütlichkeit. Es sind 2 Dinge, die weit auseinander liegen. Schimpfen, granteln, ja, und gechillt sein. Aha, Alfheim ist also der Garten, okay. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Meint ihr findet das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein. Verdammt, noch nicht. Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Dorf nicht hat. Ich wollte meine Axt aufleveln eigentlich. Die alte ist mir wurscht. Ich wollte die Axt aufleveln. Tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Bereich entdeckt, Türs Sieh dich doch Brücke. mal um. Bleib bei mir. Fass nichts an. Kann ich da jetzt ernsthaft nicht mehr rein, oder was? Jo. Weil du warst jetzt direkt auswählen. Ich mag mal aus. Warte mal, das kann ich doch so auch da, oder? Da war doch was. Warte mal, Rüstung, Fähigkeiten, Karten. Ja, das ist mir schon klar. Also, warte mal, wo war jetzt? Wo ist da? Waffen? Verbessern wo? Wo ist es jetzt nochmal? Bin ich jetzt eigentlich. Ja, das geht nur beim Schmied scheinbar. Oh Mann, jetzt hätte ich extra so eine Aufwertungsmaterialie gefunden und jetzt kann ich es nicht hernehmen. Scheiße. Im Norden sind die Menschen unentspannt, leider, was aber nicht auf die zutrifft. Oh, dankeschön. Na, eigentlich so gesehen bin ich in 90% der Fälle eigentlich sehr, sehr flauschig. Ja, das können die meisten da erinnern, die wo mich schon ein bisschen länger verfolgen und kennen, können das bestätigen. Ich habe sogar 2 Flauschknädel. Was das ist, findest du mit Sicherheit mit der Zeit noch außer. Aber ich kann auch unflauschig werden, so ist es nicht. Aber das ist eher selten tatsächlich. Also im Stream sogar schon überhaupt nicht, aber. Oder ne, wirklich im Stream eigentlich sehr, sehr selten. Ich glaube, du hast
Flausch was? Flauschknädel. Okay, du lernst ihn gleich kennen. Was war das denn? Nicht. Zumindest einen von zwei. 9000 nur mehr. 9000 für was, Mr. Mozok? Was meinst du? So, an alle Neuen, die jetzt gerade eben oder vor ein paar Minuten frisch dazugestoßen sind. In meinem Stream gibt es eine Attraktion. Ja? So nenne ich es jetzt einfach mal. Ja? Das sind die sogenannten Flauschknädel. So, was ein Flauschknädel ist, ich habe 2 an der Zahl, das werdet ihr jetzt erfahren, okay? Kurzen Moment. Bin gleich wieder da. Nicht weggehen. Kanalpunkte? Für Wunschgame oder was? So. Der wäre echt gestatten. Oberflauschknädel. Mods. Er ist Flauschigkeitslevel 9000 plus 1. Was wichtiger ist, ja wahrscheinlich Hall of Fame wahrscheinlich. So, ich habe 2 von denen Löwen gehabt, Zwergkaninchen, die andere ist noch im Stall. Ich habe jetzt aber extra Fleiß, weil ihr mehr oder weniger nicht seht es als Willkommensbonus, habe ich den flauschigsten von die 2 ausgeholt, ja? Wie gesagt, da ist noch eine andere im Stall, die hat sich gerade ins Haus verkrochen. Aber ich glaube, mit ihm hat es schon mal ganz gut bedient. Da muss man schnuffeln. Dieses Mikro, da muss man schnuffeln. Ja, da muss man schnuffeln, gell? So. Ist das sauerhaft, oder? Ich schmelze. Nicht nur du. Nicht nur du. Die haben schon ganz andere Leute begeistert, gell? Matzi. Das ist der Matz, ja? Mit 2T. Er ist halt so saucool, ja. Er ist der ungefähr coolste Hose auf der Erde. Ja? Muss man leider einfach einmal so sagen. Für alle Neuer, ihr könnt gerne mal die ganzen Kanalpunkte-Belohnungen auschecken. Das eine oder andere ist da für ihn bestimmt auch mal dabei. Unter anderem könnt ihr da den einmal requesten, ja. Oder halt die andere. Also das ist halt, normalerweise mache ich es immer abwechselnd. Es gibt noch eine Kanalpunkte-Belohnung, die ist noch gar nicht so alt, die ist erst vor kurzem dazu gekommen. Ich hab eine Knädelcam, wenn man so will, was das ist, das findest du dann bei Zeiten schon raus. Aber ja, ich glaube, der will beides sein. Warum ist nochmal eine Request geworden? Ich bin gerade in einer anderen Szene, ich sag's gerade nicht. Schauen wir einfach ein bisschen. Ja, ist schon gut. Ganz flauschig bleiben. Flauschig bleiben. Achso, das Bot. Aha. Das Bot mag noch mehr am Flauschen. Ja gut, dann sagt es den anderen auch noch. Beruhigt er es. Ja, jetzt hast du das verschrien. Der kann schon unruhig auch werden. Du kommst schon wieder zu einem Futter. Ich sag's gleich den zweiten. Ja. So. Und da der Spot ja 2-mal eingrätscht, Flauschknädel Nummer 2. Das ist die liebe Paula. Die ist nicht ganz so flauschig, die ist auch flauschig, aber die ist nicht so extrem flauschig. Ja? Die ist nicht. Die ist ein bisschen. Wie sage ich denn, sie ist ein bisschen die Schüchterne von den 2, ja. Beziehungsweise, nein, kann man so auch nicht sagen. Sie ist eigentlich der Rennbesen, wenn man so will, ja. Sie ist deutlich die Aufgeweckte eigentlich im Stall. Also generell, wenn die mal einen guten Tag hat, dann du hast oft das Gefühl, die ist auf Speed. Ja, Paula. Der Vieh ist sie ein bisschen ängstlicher, wenn man sie dann einmal nimmt. Ja? Also sie bleibt ruhig. Man sieht ja, wie die Augen aufmacht. Also die ist jetzt so gerade so, was geht jetzt ab? Diese Wackelnase, ja. Das Coole haben halt ihre Augen. Ja? Ihre Augen. Sie ist in Yu-Gi-Oh! Gibt es den blauäugigen weißen Drachen. Den da können wir nicht ganz sehen, aber ich habe immer den blauäugigen schwarzen Hasen. Ja? Das ist mindestens genauso gut. Die Schnuffelnase, gell? Du bist ja so ein Rennbesen. Willst du meinen Matz ein wenig sprengen, gell? Sigi, habe die Ehre. Baziana. Blue Eyes Black Rabbit. Blue Eyes Black Rabbit, genau so. Ja, Paula. Ja, jetzt habt ihr mal meine 2 Flauschknädel kennengelernt, für alle, die es noch nicht kennt haben. Ist, wie gesagt, so ein bisschen die Attraktion in unserem Stream, ja? In unserer Community. Und keine Ahnung, warum eingeschlagen wie eine Granate. Aber so ja gut, so habe ich mal gehört. Ja? So, jetzt der mal ein wenig weiterzocken, da ich so.
der einzige Wermutstropfen an der Geschichte ist halt, wenn du Mats nimmst, ne, also den ersten, was ich vorher gesehen habe, den oberflauschigen, der hat so viel, dass ich dann selber auch noch was davon habe. Aber gut, sei mir vergund. Hast du vergessen zum Followen? Na, du hast gefollowt. Nö, du hast gefollowt. Hast ja vorher gesagt, wenn du schon Sub geschenkt kriegst, dann followst du ja. Sigi, alles fit bei dir. Du bist leider online gegangen, wie ich schon eingerichtet habe. Da habe ich leider nicht mehr vorbeischauen können. Aber du hast Ding weitergespielt, meine Ätna, glaube ich, gell? Irgendwie sowas. Oder nicht Ätna, sondern die Erweiterung. So, Leil, jetzt sehen wir noch ein bisschen weiter. Machen wir noch ein paar Meter, oder? Was hältst du denn da davon? Problem, Junge. Konzentrier dich. Dann spinnt Twitch. Na, also du bist bei mir im Dashboard, im Aktivitätsfeed, bist du als Follower. Definitiv. Hast du schon gemacht, keine Sorge. Bist mit HW weitergekommen? Sehr gut. Sie ermorden immer mehr Lichtalben. Es ist Krieg. Oder das Ende davon. Die mit den Roten haben verloren. Ihr werdet... Au! Au! An Alban Oschein schießt du auch noch jemanden geschossen. Wie denn? Okay, die Gegner machen gut Schaden. Warum greifen wir uns an? Wir haben nichts getan. Es werden mehr kommen. Wo kommt dieses Zeug überhaupt her? Bei dir war da der Knopf Folgen geschrieben. Versuch mal einfach mal einen Browser zum Aktualisieren. Das kann tatsächlich sein, dass du Twitch gerne mal ein bisschen einen Hänger hat. Aha. Hast du was gesagt? Oh, da ist eine Truhe. Oh, na gut. Ah, dann, wie gesagt, Perle, mach einfach mal Seiten-Nyloner. Das kann durchaus sein, dass Twitch da wieder mal Probleme hat. Das war nichts Nice nicht an der Stelle. Also bei mir bist du auf alle Fälle gelistet. Ich kann das auch noch mal triple confirmen. Einfach in Follower-Listen schauen. Ja, bist du, definitiv. Wenigstens kommen wir dem Licht näher. Moment, ist das Sindri? Bei dir als Mozok, okay. Kompass, Gebietsmarkierung. Ja, das haben wir vorher schon gut. Wenn der Kompass golden wird, ist ein Ziel in der Nähe. Suchen Sie die Gegend nach Hinweisen ab. Aha. Da drüben ist ein verheddertes Boot. Und lass mich raten, wir müssen jetzt... Oh, da ist der Schmied. Sehr gut, wir können unsere Axt aufleveln. Sehr schön. Zum Geschäft. Ja, ich hab's doch schon gespannt, dass Leviathan-Axt aufbisset werden kann. Da, Frostflamme. Da ist der. Mal in die Finger bekommen, aber falls doch, sag ihm, er soll seinen Stahl länger härten, sonst verzieht sich die Schneide. So, da können wir wieder was kaufen. Oha! Gut, wir haben ja gesagt, wir zielen mal mehr auf Stärke ab, ne? Gut, da kann man jetzt einen kompletten Runenbild machen, damit unsere Magieangriffe mehr Schaden machen, aber da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich einen Sinn dahinter. Weil wir hauen ja mehr mit dem Hackel zu, als wir, wenn wir. Also wir haben ja nicht Harry Potter. Ja? Oh, dort ist das ein bisschen verbessern. Da. Gebogener Kriegsgriff, da schaut her. Abklingzeit geht aber um 4 Runden, das ist wieder so semi-geil. Also wir wollen einfach Stärke nach oben. Und idealerweise halt nicht unbedingt Abklingzeit verlieren. Wobei es eigentlich relativ egal ist, oder? Ich glaube, den nehmen wir sogar, oder? Der kostet 5000, den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Den rüsten wir auch gleich aus. Mehr Wumms, mehr gut. So, Talisman, was haben wir da noch?
Den kann man eigentlich auch gleich nicht mehr. Kriegen wir 2 Abwehr und 2 Stärke dazu. Natürlich hast du bayerische Text gesetzt. Was hast jetzt du gemeint? Dass ich hebräische setze oder was? Natürlich habe ich bayerische Text gesetzt. Das, was halt, ne? Was halt so das ganze Jahr angefallen ist, so über die Zeit. Ja? Geschubst, Flauschknädel, Dialekt, Mundart, zauberhaft, was das eben ist. Spotty, danke dir für dein Lurk. Viel Spaß weiterhin. So, was haben wir jetzt gesagt? Das meine ich ist zauberhaft, das meine ich nicht mehr. Den rüsten wir auch gleich mal aus. So, jetzt schauen wir mal, ob wir ein Trios haben, ein wenig Gutes tun können. Ha? Wir warten das. Und dann kann man noch Zauber kaufen. Einfach Zauber erzeugen. Ja gut, das können wir nicht. Das geht funktioniert. Glück, Kronenkraft, abgezeichnet. Genau, da haben wir den mit der Stärke gekauft. Okay. So. Klauenbogen können wir nicht verbessern. Klauenköcher können wir verbessern. Machen wir. Gib Lauch mehr. Dass der Lauch zum Bädersee wird wahrscheinlich, oder? So, den Achsknopf kann man meine, ja, jetzt können wir, nein, den können wir. Alter, was braucht man denn da alles? Das ist voll ganz schön viel. Heilige Scheiße. Gut, da geht uns jetzt einfach nur das Geld ab. Verdammt! Ja, gut. Was war denn da noch? Und genau deswegen bin ich für hauseigene Text. Ja, es ist schon cool, kann man nicht sagen. Dass der Waschbär zur Waschmaschine wird. Erst einmal wieder, wenn überhaupt zum Trocknen, ja? Theos, folge mir. Irgendwas grunzt da so sau komisch, ne? Mit dem Messer ist ja der Schnittlauch. Ein guter Wortwitz. Was tut denn da so saublöd? Ja gut, egal. Aber Perle, wie gesagt, stresst dich da nicht runter. Also uns von meiner Seite aus stimmt's und vom Mozok seiner Seite stimmt's auch. Also passt's auch. Also macht er da keinen Stress nicht. Alles gut. Hat deine Mutter von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpften. Und deshalb isoliert blieben. Luren wir uns erst einmal um. Okay, da geht's nicht weiter. Ja, jetzt sie noch am Frosch hat, tatsächlich. Freilich, eine an den Dschungel, weil warum denn nicht? Achso, das ist ja. Yggdrasils abklingt seit Tau. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Abklingt seit dauerhaft um 2. Ah, ich habe jetzt einfach eine Glühbirne gepflückt oder was? Und das, ja gut, von mir aus, nehmen wir. Ha? Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Was ist denn, Junge? Stimmt. Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war böse. Haben böse Stimmen im Bimbus so an sich, dass die meistens nicht flauschig haben. So, jetzt ist die Frage, da geht's wahrscheinlich noch hinter so weiter, oder? Ja, okay, dann gehen wir mir erst mal da lang. Wir haben jetzt im Kreis geschippert, ist das der Scheiß Ernst, oder was?
Ja gut, dann ist klar. Schaut aber schon zauberhaft aus da in dem Garten. Ein Froschen. Maulwurfen, ja. Sieh mal, sollten wir mit ihnen reden? Nein, Vielleicht brauchen sie Hilfe. sie halten uns nicht auf. Also gehen sie uns nichts an. Aber Sie vielleicht... gehen uns nichts an. Frosch auf Bayerisch? Frosch. Einfach Frosch. Sieh dir das an. Das muss der Ringtempel sein. Aha. Ja, ist auch kaum klar und kaum zum Übersehen, der Tempel. Da wollen wir schnell auf die Map schauen. Da gibt's doch bestimmt jetzt mehr zum Singen als wir den Tempel da. Schippert mal einmal Ausnummer, ja? Haben wir ja Zeit. Pressiert uns auch nichts. Traurig der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Westfalen ist verloren Boy. und kehrt manchmal nie zurück. Du Sei danke dir für dein Bit. hast in Kriegen gekämpft, nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe. Aber was ist denn jetzt? Ihr habt doch angelegt. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Okay. Warum kann ich jetzt... Du bist doch jetzt gerade Kreis gestanden, oder nicht? Ja, den hast. Wie der Kratos im Burm alles so zauberhaft erklärt. Ja, oder auch nicht. Okay, da gibt's auf alle Fälle irgendetwas. Ja, ich sag schon, das muss man später machen. Oh, der ist unflaschig. Das ist schön, wenn du bereit bist, dann machen wir's. Ja, Godzilla. Sollten wir mitnehmen? Kriegsbeute, okay. Ich hab nicht mal die anderen fertig gefunden, Gott. Gut, da kommen wir noch nicht durch. Glaubst du, es wird mal Zeit für halbe? Für eine? Du meinst eher für Simme. Okay. Oha. Okay, wir müssen erst Main Quest lösen. Was denken wir eigentlich ja? Haben 0,66. Ja, dann haben es eher 14. Sindri sagte, Mutter war eine Kriegerin. War sie auch in einem Krieg? Sozusagen. Ihre Familie. Die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir. Die Frage ist, wer hat, Junge. die Frage ist, wer hat den Ding aktiviert? Die Okay. Brücke ist drin. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden.
Was ist mit der Tamina? Heilige Scheiße. Südtirol ist so schön. Mr. Tembram, Habitäre. Alles fit bei dir? Alter Kämpfer. So, was ist jetzt da, was wird jetzt da gespielt? Was ist das da eigentlich? Das kann man aktivieren, habe ich schon gesehen. Können wir die Brücke von da unten aktivieren? Okay, da kann man doch nichts tun. Die werden nur Seidelflaschen haben, ja, so ungefähr. Also, wenn's Bier gratis ist, nehme ich das Seidel lieber. Ja, merk schon, ihr trinkt gern Bier. Was ist jetzt da? Komm ich da jetzt nicht runter, oder was? Okay, wir müssen mal schauen. Was ist das da überhaupt? Okay. Aha. Hier drüben. Gut, also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Ja, es war ja klar, oder? Okay, der andere ist stiften gegangen. Wer nicht? Warum mögen die uns nicht? Wir gehören hier nicht hin. Ja, verständlich, dass die unflaschig kann, wenn du irgendwelche Eindringlinge hast. Moment, so miteinander kombiniert sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zum Boot. Ach so, aha. Ja gut, ich hätte jetzt eigentlich doch besser immer... Ja, ist ja wurscht. Ist egal, was ich denke. Aber wenn es halt nicht so... Wenn halt die Gegner nicht warten, dann wartest du direkt gescheit. Und ohne kannst du das aushalten. Also, wie war das mit Luthers Krieg? Sie wurde zur Kriegerin. Doch ihr Krieg war das Überleben. Sich allein einer gnadenlosen Welt zu stellen. Und darum bat Zu sich losen. Sindri um Brock um die Axt? Sie war stark genug für eine solche Waffe und weise genug, Gutes zu tun. Sie machte es sich zur Aufgabe, die Schwachen zu schützen. Dann half sie den Alben? Nein. 3 Seidel haben auch schon gleich wieder. Ja, wie es das drast und wennst. Früher oder später ist alles fei. Vater, die Säulen und der Ring formen eine Albenrune. Ich erkenne doch keine fette Rune nicht. Also, es kostet, weiß ich Es nicht. wird gefragt. Ohne mich oder an mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Ja, Wasser ist damit gemeint. Oder Schädelweh. Junge, Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lögül.
Der Krat, doch, er kann schon lesen, aber er kann nicht das Zeug von der nordischen Mythologie lesen. Passiert. Ist ja nicht, das war dasselbe, wenn ich zu dir sage, ja, kannst du keine ägyptischen Hieroglyphen nicht lesen. Das ist das VW-Logo. Ja. Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge. Das kann nicht gut sein. Oh, warum eskaliert das immer gleich so krass? Aua. Was mir der sagt, dass das du kannst, dann sage ich, das ist gelungen. Fix. Staunsen bzw. Gösenkern der Schlange. Was ist denn ein Gösen? Halte dich von den Käfigen fern. Warum sind sie eingesperrt? Ja, weil es wahrscheinlich umflauschen kann, Mr. Atreus. So, die Frage ist jetzt halt... Gösen ist ein Stauzen. Also ja, Gösenheu, also bei aller Liebe, Gösenheu noch nie gehört. Oh, da kann man die Rage-Anzeige auffüllen, das ist immer gut. Hat noch gesehen. Gut besser. Ja, ich tippe mal, dass wir da ein müssen, wenn wir zurückkommen. Weiß nicht, wie ich drauf komme. Aber muss fast so sein, weil das Ding da auch kaputt ist. Okay. Gibt's da sonst noch irgendwelche Geheimnisse? Schaut nicht so aus. Ach, man kann den abwerfen. Schön. Schön zu wissen. Oh, da ist eine Runentruhe. Da müssen wir mal schauen. Da gibt es bestimmt irgendwo, da hinten ist eine Rune versteckt. Sehe ich von da. Lass mich raten, die kann man bestimmt jetzt auch noch nicht machen, weil das schaut so aus, wie wenn man da irgendwie die Plattform aufheben müssen, in Tee heben müssen. Warte mal, was passiert, wenn man da dreht? Kommen wir mal aber da in den Süden, da hörst du das von Xieberg bis Wern. Also Gösen habe ich wirklich noch nie gehört. Ah, Moment einmal. Na, du sollst das auslassen. Oh, das geht nicht so einfach. Ja, jetzt warte mal. So, jetzt kann ich zwar da auslassen, jetzt steht er da unten umeinander.
Ah, jetzt warte mal. Okay, der ist auf alle Fälle nicht Bringt ganz. uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. Keul ist auch noch oben da? Österreichisch-Deutsch Wörterbuch. Ja, ich kann halt auch nicht alles kennen. Ja, jetzt ist die Frage, kann ich das jetzt schon machen oder muss ich da noch warten? Das war also jetzt interessante Info. Ich gehe aber auch mal davon aus, dass man das später machen muss. Weil ich sehe jetzt aktuell da keine Möglichkeit, da aufzukommen. Wird nicht anders werden. Ach so, ja gut, dann geht's schon. Weil, wenn man die Dinger da so kaputt machen kann, mit der Faust, dann geht's schon. Dann ist nur die Frage, wie da hinten hinkommen. Na, es war zu spät. Scheiße. Echt knifflig. Machen wir das nochmal ganz ober. Okay, das war die zweite. So, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hinten auf die Plattform hin? Weil die ist da hinten drin. Für die Mord. Ach, die fährt mit... Moment einmal, fährt die mit obi? Die ist mit obi gefahren. Die ist mit ober gefahren. Ah! Gut, Armrüstung so. Jetzt ist nur die Frage, wo ist die dritte Rune? Muss auch irgendwo da sein. Schauen wir mal da. Dritte Rune wo? Perle tut nicht, aber das geht schon, das kann nicht mal ich lesen. Ja, das ist wieder ein ganz anderes Eck. Okay, wo ist die scheiß dritte Rune? Die muss ja da irgendwo sein. Gibt's ja nicht. Ah, warte mal, ich glaube, ich weiß, wo die ist. Ich ahne, wo sie ist. Ah! Okay, wo ist denn die dritte Rune? Das gibt's ja nicht. Du hattest vorhin Unrecht. Oh, Ich kenne Mutters Stimme genau. Sie war es. sie ist tot, Junge. Sprech nicht mehr davon. Okay, jetzt dürft's mal helfen. Wo ist die scheiß dritte Rune? Okay, ich hab's gesehen. Nevermind. Passt schon. Ich hab sie gesehen. Okay.
Wenn sie das nicht rentiert, ich sag das. Sei jetzt vergraulen wir nicht die ganzen neuen Zuschauer. So, weiter im Text. Na, oder auch nicht. Gut. Okay, der Grundsaublät, der Grundsaublät. Da haben wir hergekommen. Nein, da haben wir nicht hergekommen. Wo haben wir hergekommen? Ich gehe erst mit einer. Oder auch nicht. Was ist da jetzt Phase darin? Nix, oder was? Schaut, Einrichtung kaputt machen geht auch nicht. Ja, okay, los sind ja schon aus. Chill sind ja Knirschheim. Aha, okay. Das ist quasi also eine Art Aufzug. Ja, was ist jetzt? Enker-Mission da drin? Jetzt pass auf, wenn ich jetzt so zurücklaufe, was hat sich denn dann jetzt da verändert? Ach, dann haben wir wieder... Okay, dann ist das ganze Ding wieder rund. Okay. Ah ja. Er ist zündig. Ja, genau, voll dumm, aber das ist eine zauberhafte Geschichte. Beide, wir werden Mount Everest auf, weil es hat noch nie geschaut. Kratos, das war daneben. Ja, okay. Haben wir jetzt auf der anderen Seite rennt, tatsächlich. Ja, da kann man dann... Okay. So, offensichtlich geht's da hinten weiter. Gut.
Da können wir noch nicht drüber, da brauchen wir die komische Pfeilbrücke oder was auch immer das ist. So, auch hier. Und die da hinten ist noch verborgen. Das heißt verborgen, die ist auch nicht zugänglich, weil die wird von den Ranken gehalten. Das heißt, da haben irgendwo Ranken, die wo die Truhe festhalten tatsächlich. Sehe ich das richtig? Was? Wo? Egal. Ja, okay. Gut. Oh, Mr. Seiching, merci, dass du an Mr. Tembram ein Stufe 1 Abo schenkst. Mr. Tembram, willkommen in der Bazi Gang. Viel Spaß mit den Emotes. So. Freunde, wisst ihr, was ich jetzt sag? Wisst ihr, was ich jetzt sag? Ja, heute ist Feierabend, okay? Machen wir einen schönen Cliffhanger, wie es da weitergeht. Das sehen wir nächste Woche. Das sehen wir ja nächste Woche. Ja? Hilft ihm nicht. Jetzt ist 9:03, ist glaube ich eine gute Zeit. Aber jetzt da mal einen Cut setzen. Und wie es dann in Alfheim weitergeht, wie gesagt, das schauen wir uns dann kommende Woche irgendwann an. Ja, die haben mal schwer behaupten. So. Jetzt machen wir da erst einmal. Jetzt machen wir da erst einmal leise, da machen wir laut. Und schon passt die ganze Geschichte wieder. So. Wir machen kurz Pause und dann weiter. Ja, bei der Yassi geht es jetzt dann weiter. Bis morgen um 11 Uhr Vormittag. Okay? Wir hört auf, erst Fichterli und dann du. Ja, ich bin seit 6 Uhr online. Ich bin jetzt seit 6 Uhr online und wir supporten jetzt dann noch eine ganz zauberhafte Person bei ihrem 24-Stunden-Stream bei der Miss Marshall, die liebe Yassi. Genau, deswegen machen wir bis 9:09. Das habe ich aber eigentlich. Habe ich aber, glaube ich, sogar am Anfang gesagt. Gut, weiß ich nicht mehr. Ja, gut, da war sie noch nicht da, abgesehen davon. Okay, Entschuldigung, angenommen. Genau. Also, ich tippe jetzt einfach einmal drauf, God of War gefällt. Ja? Glaube, ist zauberhaft. Also, zumindest ist die Resonanz bisher sehr positiv. So. Freunde der Sonne, der Mr. Motzok ist so aufmerksam und hat einen Discord-Link da reingeworfen. Wenn du neu bist, wie zum Beispiel vielleicht Perle ist das für die Epse, gerne mal auf meinen Discord-Server joinen. Da kommt einmal in der Woche mindestens, also eigentlich einmal in der Woche kommt da ein Streamplan. Dann wisst ihr genau, wann ich live gehe, welcher Tag, was für Uhrzeit, was für Spei. Kriegt ihr da vor Mittag, kündige ich das so bei an. Und ja, könnt ihr mit mir reden, könnt ihr mit alle anderen reden, es sind ein paar zauberhafte Menschen schon drauf. Oder was heißt ein paar? Schon einige zauberhafte Menschen. Vielleicht ist das was für euch, schaut gerne mal vorbei. Und falls du noch nicht gefollowt hast an die neuen, dort ist gern, das kostet nichts, aber hilft mir unbandig schwer. Wir gehen auf 160 Follower zu. Wir hätten das einmal geglaubt vor einem Jahr, ha? Das hätte auch keiner geglaubt, oder? Hätte das wer geglaubt? Also ich nicht. Jetzt nicht geglaubt. Es ist God of War, wie kann das nicht gefallen? Ja, das ist die andere Frage. Die Frage verstehe ich nicht. So, nächster Stream. Ja, gute Frage. Wann ist der nächste Stream? Vielleicht am Montag. Muss ich mal schauen. Eventuell Montagabend um 17 Uhr. Das weiß ich aber noch nicht. Wie gesagt, Discord, ne, da kündige ich das an. Als nächstes spielen wir weiter mit der Nuzlocke, mit der Hardcore Nuzlocke von Rising Ruby. Eventuell machen wir nächste Woche nochmal eine Bonusfolge vom Saiching sein Wunschgame mit Ghost Exile. Da muss ich mich aber mit den 2 Beteiligten noch kurz halten. Genau. God of War spielen wir natürlich nächste Woche auch weiter. Ist aber sowieso klar. Genau. Sonst bleibt mir eigentlich nichts weiterhin zum Sagen. Na. Wisst ihr jetzt nichts. Genau. Freunde der Sonne, merci fürs Zuschauen. Vielen Dank an alle Neuen fürs Followen, fürs Einersappen. Generell danke für den Support heute. Wir gehen jetzt zu der Miss Marshall, die hat einen 24-Stunden-Stream der Laufzeit 11 Uhr Vormittag. Geht bis morgen 11 Uhr Vormittag. 24 Stunden, ne? Bitte supporten, okay? Gerne mal ein Following da lassen, mal ein bisschen in den Chat schreiben. Das ist wirklich eine ganz zauberhafte Person. Verdient sie es auf alle Fälle, okay? Ich weiß jetzt gerade nicht, was die aktuell spielt, was ich so mitgekriegt habe bei ihrer Ankündigung, spielt die Freiheit mit der Community. Also vielleicht ist ein Spiel dabei für Ink, dann könnt ihr da gerne mitzocken.
Genau. Einfach mal supporten, das kostet nichts. Und tut auch nicht weh, okay? Was ist das RIP? Das ist das ist der Command für alle verstorbenen Pokémon, die wir bisher verloren haben in der Nuzlocke Challenge mit Mr. Botzok. Okay? An und für sich wünsche ich dann noch einen schönen Abend. Nochmal merci für euch, viel Spaß bei der Marschall. Habe die ich bin für heute raus. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bitte euch, habe die euch einen schönen Abend.